unserem heutigen Austausch mit einer Schule aus Deutschland, dem Goethe-Gymnasium in Bensheim in Hessen, zwei Schulen aus Luxemburg, Lycée Robert Schumann und Lycée Edward Steich, also Lycée Robert Schumann aus Luxemburg-Stadt, Lycée Edward Steichen aus Clairvaux, aus dem Norden Luxemburgs. Und wir werden über die Asylpolitik der Europäischen Union sprechen. Wir haben dazu zwei Europaabgeordnete geladen, Frau Lena Dupont aus Deutschland von der CDU, das heißt, sie ist Teil der EVP-Gruppe im Europäischen Parlament, der Europäischen Volkspartei, und Charles Goerens aus Luxemburg, für die Luxemburger DP, Demokratische Partei, und im Europäischen Parlament, Mitglied von Renew Europe. Wir würden als allererstes der Schule in Bensheim, dem Goethe-Gymnasium, das Wort überlassen. Sie sind maßgeblich beteiligt. Vielleicht noch ganz kurz als Erklärung, das habe ich noch vergessen, wir haben auch zwei Vertreter von einer NGO, Rigado, wovon einer, und zwar Christian Prewitz, selber früherer Schüler war des Goethe-Gymnasiums, und wir haben Alexander Gauss, auch von Rigado, die als NGO sich mit Flüchtlingshilfe, also die Flüchtlingshilfe betreiben und an ganz spannenden Projekten aktiv sind und auch die eine oder andere Schwäche der EU aufzeigen, was sozusagen der Umgang ist mit Menschenwürde an den EU-Grenzen. Darüber wird zu sprechen sein mit Christian Prewitz, Alexander Gauss. Und jetzt übergebe ich das Wort an Jürgen Mescher, Direktor des Goethe-Gymnasiums in Bensheim. Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, auch kurz zu begrüßen, Herr Ponchon. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung zustande kommt, und es zeigt, dass wir in Zeiten von Corona ja auch durchaus positive Erfahrungen sammeln konnten mit solchen Veranstaltungen. Wo sonst wäre es möglich, so etwas zustande zu bringen, dass Luxemburger Schüler, deutsche Schüler gleichzeitig an einer Veranstaltung teilnehmen können mit Europaabgeordneten, die, wo immer sie jetzt auch sitzen, das Ganze hier auch mit Ihren Beiträgen bereichern können. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Sie und dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments, dass diese Veranstaltung möglich ist. Ganz herzlichen Dank auch an Frau Dupont und Herrn Goerens, dass Sie da bereit sind, das zu machen. Herzliche Begrüßung von uns. Herzliche Begrüßung aber auch an die Luxemburger Schulen, auf die ich sehr neugierig bin, was Ihre Fragen und Ihre Beiträge sind. Und herzlich willkommen auch an die beiden Herren von Rigado. Und besonders freue ich mich natürlich, meinen ehemaligen Schüler, den Christian Prewitz, wiederzusehen oder zu hören. Also ganz spannende Sachen, die zeigen, dass das Thema Europapolitik, das Thema Europaschule offensichtlich eins ist, was nicht nur an den Schulen ein Thema ist, sondern was auch darüber hinaus eine Rolle spielt, und dass offensichtlich auch die jungen Leute von heute tatsächlich so in einen moralischen Zwiespalt auch bringt, dass das tatsächlich zu einem Thema wird, was heute zu diskutieren ist. Da freue ich mich, dass es der Europakurs von Herrn Schreiber auch heute einige Impulse dazu geben wird, auf die ich sehr gespannt bin. Ich freue mich und werde jetzt die nächsten 1,5 Stunden vor allen Dingen zuhören. Vielen Dank an Sie, Herr Ponchon, dass das möglich ist. Vielen Dank, Herr Mescher, und auch danke an Ihre Schule. Viele Grüße auch an Herrn Schreiber, mit dem wir in steten Kontakt geblieben sind, seitdem wir versucht haben, in Vor-Corona-Zeiten 2020 eine Veranstaltung zu organisieren, zur Erinnerung an die Schuman-Deklaration, die dann aus bekannten Gründen ins Wasser gefallen sind. Also auch wir freuen uns, dass der Kontakt geblieben ist. Ich spiele den Ball weiter an Christoph Schröder, Chef des Büros des Europäischen Parlaments in Luxemburg. Dankeschön, Jonathan. Herzlich willkommen um diese mittägliche Stunde, um über ein Thema zu reden, was, glaube ich, keinen kalt lässt. Jonathan hat gerade darauf verwiesen, Herr Mescher, wir hatten es ja schon mal versucht, wirklich mit Ihnen, mit Schulen aus Luxemburg, mit Schulen aus Belgien an einer Stelle zusammenzukommen. Sie waren dann eines unserer, in Anführungszeichen, ersten Corona-Opfer, weil es eine der ersten Veranstaltungen war, die geplant war und die wir absagen mussten, als vor 14 Monaten diese Pandemie auf uns in Europa zukam. Eine Pandemie, die natürlich auch, wenn man auf die zugrunde liegenden Ströme von Menschen zwischen Ländern und Kontinenten schauen, einen Einfluss hat auf das Thema, über das wir heute diskutieren. Ich bin froh, dass wir Schulen aus 2 Ländern heute über diese Art und Weise zusammenbringen können, mit 2 Abgeordneten des Europäischen Parlaments, mit Frau Lena Dupont,
die den Osten Niedersachsens im Europaparlament vertritt. Sie ist Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, ist dort Vizekoordinatorin für ihre Fraktion, also stellvertretende Sprecherin, könnte man sagen. Und sie ist die innen- und migrationspolitische Sprecherin der CDU- und CSU-Gruppe innerhalb der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Mit ihr zusammen haben wir bei uns Charles Goerens, einen liberalen Abgeordneten aus Luxemburg. Er ist stellvertretender Vorsitzender unseres Ausschusses für konstitutionelle Fragen. Und bei ihm sehen wir dann natürlich Migrationspolitik, Innenpolitik, was die Frau Dupont vertritt, ist ein wichtiger Punkt, wenn wir über Asyl- und Menschenrechte sprechen. Und bei Charles Goerens bringen wir dann die externe Komponente mit in die Diskussion. Er ist Mitglied unseres Ausschusses für Entwicklung und auch des Unterausschusses für Menschenrechte, sodass wir wirklich die zwei Seiten der Medaille heute Nachmittag hier präsent haben und mit euch diskutieren können. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Wenn wir über Asylpolitik sprechen, dann haben wir natürlich auch eine Grundlage in einem Vertrag. Diejenigen, die von euch später mal Jura studieren werden, denen wird man dann irgendwann mal sagen, wenn es um was geht, dann schaut doch erstmal ins Gesetz. Wir haben als Grundlage den Artikel 78 des Vertrages über die Funktionsweise der Europäischen Union. Und dort haben wir so ein bisschen den Rahmen, über den wir heute sprechen können. Da steht nämlich drin, die Union entwickelt eine gemeinsame Politik im Bereich Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz, mit der jedem Drittstaatsangehörigen, der internationalen Schutz benötigt, ein angemessener Status angeboten und die Einhaltung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung gewährleistet werden soll. Wir beziehen uns danach noch auf die größeren völkerrechtlichen Abkommen in dem Bereich. Aber das gibt den Rahmen dafür vor, was die Europäische Union heute machen kann. Es ist wesentlich mehr als noch vor 10, 15, 20 Jahren, wo Asylpolitik rein eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten war. Wie wir Asyl, die Aufnahme des Schutzes bedürftiger Menschen organisieren, wie wir das menschenwürdig machen, darüber wollen wir heute mit euch diskutieren. Ich freue mich, dass ihr da seid und freue mich auf eine schöne Diskussion, eine interessante, eine spannende Diskussion mit unseren Abgeordneten. Und damit zurück zu Jonathan, der in unserem Büro in Luxemburg arbeitet. Diese Veranstaltung ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Büros Luxemburg und Berlin. Der Oliver Hensken aus Berlin ist auch mit in der Konferenz. Herzlichen Dank auch für die Unterstützung von eurer Seite aus und für die Mitorganisation. Das zeigt auch, was wir erreichen können, wenn wir zusammenarbeiten. Ich hoffe, das ist dann zumindest ein Element, was ihr nachher auch mitnimmt aus der Diskussion. Zusammen kann man einiges erreichen. So wie wir heute zusammensitzen, gibt es auch sicherlich bei euch in der Schule Gelegenheiten zusammenzumachen. Vielleicht nicht nur in der Schule, sondern auch mit anderen Schulen aus anderen Ländern sogar. In diesem Sinne eine schöne, spannende Diskussion. Ja, vielen Dank, Christoph. Und diese Diskussion soll so interaktiv wie möglich sein. Und um diese Interaktivität sicherzustellen, arbeiten wir mit dem Tool Slido und mit dem Hashtag Asylpolitik. Und bei Slido assistieren oder Slido moderieren viel eher, das übernimmt die Moderation bei Slido, das übernimmt unser Kollege Philipp Ternes, der für uns das EPAS, das Botschafterschulnetzwerk in Luxemburg, verwaltet. Philipp, vielleicht kannst du auch noch ein kurzes Hallo in die Runde sagen und wir haben auch schon eine erste offene Frage vorbereitet für die Schülerinnen und Schüler, die du vielleicht vorstellen kannst. Ja, vielen Dank, lieber Jonathan. Auch ein Hallo von mir aus Luxemburg. Und wir haben schon die erste Frage, genau, die haben wir schon präsentiert, die da lautet: Beim Thema EU-Asylpolitik denke ich zuerst an. Also da geht es darum, einfach mal einen ersten Überblick zu bekommen über unsere Ideen und unsere Gedanken, die wir momentan schon haben. Genau, und deswegen, Herr Schreiber oder die Lehrkräfte werden es mir nachsehen, wenn ich sage, liebe Schülerinnen und Schüler, nehmt eure Handys raus, verbindet euch auf Slido, Hashtag Asylpolitik, nehmt an dieser Umfrage teil und vielmehr auch, stellt eure Fragen. Ja, ihr könnt auf Slido Fragen hochvoten und die mit den meisten Likes kommen dann dran. Philipp und ich werden uns im Laufe der nächsten 80 Minuten haben wir noch, den Ball hin und wieder zuspielen und er wird uns dann sagen, was jetzt gerade auf Slido der Trend ist. Und wir haben noch andere Fragen für euch vorbereitet, also auch da wird es spannend bleiben. Und spannend ist es jetzt auch,
auf gewisse Schüler zu hören. Ich gender nicht, weil es sind nur männliche Schüler, die was vorbereitet haben zu diesem Thema. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir diesen Schülern, ich werde sie gleich aufrufen, das Wort erteilen. Und Frau Dupont und Herr Görens werden dann darauf reagieren. Ich würde anfangen mit Alessio Peschiaroli. Du hast dich beschäftigt, Alessio, mit der Situation in den Flüchtlingslagern, richtig? So, jetzt. Ja, hört man mich? Man kann dich hören. Genau. Alles klar, perfekt. Ja, guten Tag. Also wir hören dich nur. Kamera ist aus, vielleicht, ne? Ja. Okay. Sieht man mich jetzt? Jetzt sieht man Alles dich. klar. Wunderbar. Also Alessio, du hast dich beschäftigt mit der Situation in den Flüchtlingslagern. Wie kamst du erstmal auf diesen speziellen Punkt und was treibt dich da um? Ja, also mich hat interessiert, wie dort die Zustände sind in diesen Flüchtlingslagern. Und aufgrund meiner Recherche habe ich die These aufgestellt, dass die EU die Menschenrechte dieser Geflüchteten verletzt. Also weltweit befinden sich um die 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Das wäre so 1% der Weltbevölkerung. Entschuldigen Sie mal, da werde ich. Jetzt sehen wir dich. Okay. Alles gut. Ja, ich wurde eben angerufen, Entschuldigung. Jetzt hält es nicht mehr. Ja, okay, jetzt geht's wieder. Also, obwohl auch viele aufgenommen werden, landen auch viele halt in sogenannten Flüchtlingslagern. Als Beispiel hier das Camp Moria. Und das crasht die ganze Zeit. Ja, jetzt. Also, was ursprünglich für 2.800 Menschen ausgebaut war, ist jetzt mit 13.000 besetzt. Und aus Interesse habe ich mich dann damit beschäftigt, wie viel Platz eigentlich ein Mensch zum Leben braucht. Da bin ich auf die Antwort der Wohnpsychologin Antje Flade gestoßen, welche sagt, dass es 12 Quadratmeter sind. Aber wenn man sich betrachtet, dass manche Familien dort in Campingzelten leben, wird es ja eindeutig nicht erfüllt. Und dort ist da natürlich dann kein Platz für Privatsphäre oder ähnliches. Aber auch generell sind in meinen Augen Campingzelte recht unwürdige Orte für einen Menschen, um halt zu leben auf längerem Zeitraum. Wegen auch Wetterumständen, Regen, Sturm etc. Und wenn man sich halt auch Bilder Morias von innen anschaut, dann kann man Berge voller Müll sehen, was Ungeziefer und Krankheiten nur so an sich zieht. Und daher stelle ich mir die Frage, was unternehmen Sie dagegen? Unternehmen Sie überhaupt etwas und wenn ja, wie? Dankeschön. Nehmen wir diese Frage gleich mit. Ich würde noch das Wort geben an deine Mitch. Also vielen Dank, Alessio, erstmal für diesen Beitrag. Ich würde das Wort übergeben an Stein van der Heijden und an Jan Wolf. Ihr habt euch mit der Abschiebepolitik der EU beschäftigt. Was möchtet ihr da mit uns teilen? Stein van der Heijden und Jan Wolf. Wir müssen sie noch freischalten, glaube ich. Dann kann ich ja in der Zwischenzeit sagen, wie gesagt, ich habe aufgenommen, dass es eine Frage von Alessio gibt. Die werden wir gleich auch an die zwei Abgeordneten weiterleiten, aber belassen wir erstmal das Wort bei den Schülern. Ich habe jetzt was gehört. Stein, Jan? Jetzt bin ich freigeschaltet. Das ist Jan. Okay, wunderbar. Also Jan, du hast dich beschäftigt mit der Abschiebepolitik der EU. Ich glaube, du hast eine ähnlich kritische Haltung wie Alessio. Ja, genau. Also wir haben uns in den letzten Wochen einfach mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, was denn passiert, wenn die Leute abgeschoben werden oder unter welchen Umständen die halt abgeschoben werden. Und da hat uns besonders, sage ich mal, besorgt, dass auch viele Kinder einfach zum Beispiel in Handschellen abgeführt werden und ohne weiteres das Land verlassen müssen, nichts mitnehmen dürfen und auch keine Rücksicht auf den Zustand der Person gelegt wird. Also auch, ob die zum Beispiel krank sind oder sonstige Probleme haben. Und dabei kommt es halt oft auch zur Trennung von Familien, was dann eben oft nicht beachtet wird. Dann werden Kinder von ihren Eltern getrennt oder Brüder und Schwester und werden dann halt zurück in Kriegsgebiete geschickt. Man muss aber trotzdem dazu sagen, dass man nicht nur schlecht über die EU in dem Fall reden darf. Die macht natürlich auch schon vieles richtig. Also es gibt ja auch Gesetze wie das Folterverbot. Das heißt, dass Flüchtlinge, wenn sie zu Hause nicht sicher sind, dorthin nicht abgeschoben werden dürfen. Das heißt, man darf das natürlich jetzt auch nicht alles zu negativ sehen und da nur die Schuld bei der EU suchen, aber es werden halt leider immer noch nicht von allen die Menschenrechte beachtet.
Und es kann einfach nicht zu 100% für eine sichere Zukunft von diesen Menschen gesorgt werden. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass Leute wie in Länder wie Marokko abgeschoben werden. Spanien hat zum Beispiel letztens erst 100 Flüchtlinge dorthin abgeschoben und da werden einfach wissentlich die Menschenrechte unterdrückt. Es gibt keine freie Meinungsäußerung in manchen Bereichen und so weiter. Und die EU hat ja auch ein Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, die ja wissentlich auch die Menschenrechte, sage ich mal, jetzt nicht so gut beachtet. Und da haben wir uns halt einfach gefragt, wieso man sowas verantworten kann, wenn man die Leute einfach quasi wieder zurück in die Länder schickt, wo ihre Rechte nicht geachtet werden oder eben mit Ländern wie der Türkei verhandelt, die wiederum die Menschenrechte ihrer eigenen Bürger überhaupt nicht beachten. So, jetzt ist mein Mikrofon wieder freigeschaltet. Jan, vielen Dank für diesen Beitrag. Ich würde einfach vorschlagen, auch was den Beitrag von Alessio betrifft, auch vielleicht kurz Mitteilung an unsere Regie, dass wir eure Mikros auch einfach anlassen, dass wenn wir nachher eben diese Fragen mit den 2 Abgeordneten besprechen, ihr auch durchaus auf das Gesagte dann reagieren könnt, sollt. Ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend. Fabio Degen, du versuchst die Frage zu beantworten, inwiefern wir Flüchtlingen helfen sollen, können und einfach grundsätzlich mit der Flüchtlingsproblematik auseinandergesetzt. Fabio, wir sind sehr gespannt. Fabio, könntest du vielleicht eine Hand heben, falls man dich nicht findet? Philipp hat jetzt was gesagt, ich habe nichts davon gehört. Sorry. Ja, hallo, hört man mich? Ja. Okay, genau. Ich habe mich mit der Fragestellung beschäftigt, ob wir den Flüchtlingen helfen sollen oder nicht und auch wie wir ihnen helfen. Nee, also wir hören dich nicht mehr. Hören die anderen Fabio Degen oder? Ja? Okay. Ja. Ja. Okay, gut. Also, ich habe mich damit beschäftigt, ob wir ihnen helfen sollen oder nicht und wie wir ihnen helfen sollen. Aber bevor ich darüber genauer berichte, werde ich erstmal erzählen, wovon ich ausgehe, wie es den Flüchtlingen ergeht. Und zwar als erstes sind sie natürlich in ihrem eigenen Land, wo die Lage meistens kritisch ist und Krieg und Armut herrscht, was dann meistens auch die Fluchtursache ist. Daraufhin entscheiden sich nun die Flüchtlinge, das hohe Risiko auf sich zu nehmen, nach Europa zu fliehen. Hierbei ist aber mal angemerkt, dass die Flüchtlinge selbst sich in diese gefährliche Lage bringen und wir eigentlich dazu nichts direkt beitragen. Es aber trotzdem wichtig ist, ihnen zu helfen, und zwar genauso wichtig wie in jedem anderen auch europäischen Bürger. Genau, wie man hier jetzt auch sehen kann, habe ich da eine Tabelle angefertigt, die jeweils in 3 Teile eingeteilt ist. Einmal die Orte, wo die Flüchtlinge sich befinden, und zwar einmal die Heimat, einmal auf dem Weg und einmal angekommen in Europa. Und das dann wiederum in die jeweilige Situation, die sie dort haben und die Hilfestellung, die wir geben können, sowie die Schwierigkeiten, die aufkommen könnten, wenn wir ihnen helfen. Also, zuerst in ihrer Heimat herrscht, wie ich schon erwähnt habe, Krieg und Armut. Und wie wir ihnen da helfen können, wäre mit Entwicklungshilfe, was langfristig wäre. Problem dabei ist halt, wie gesagt, sehr zeitaufwendig und sehr teuer und außerdem haben wir sehr wenig Einfluss auf die Politik eines anderen Landes. Auf dem Weg nach Europa steht ihnen eine unsichere Reise über Land und Meer bevor. Hier bräuchten sie Überlebenshilfe, was zwar für jeden Einzelnen kurzfristig ist, aber trotzdem durch das kontinuierliche Kommen neuer Flüchtlinge immer präsent sein muss, was dann demnach auch langfristig wäre. Und angekommen in Europa haben sie dann gar nichts mehr, weil sie ja alles zurückgelassen haben. Hier müssen wir als Hilfe Eingliederung anbieten, was auch langfristig ist. Problem dabei ist zum einen die fremde Kultur, fehlende Sprachkenntnisse und dass wir auf Dauer zu viele aufnehmen würden, was
auch unsere Kapazitäten sprengen würde. Genau, und zum Abschluss wollte ich da noch ein paar Fragen stellen. Und zwar, wo ist denn der Unterschied zwischen uns und den Flüchtlingen? Und wie könnten wir ihnen denn nicht helfen, wenn wir nicht etwas Besseres sind? Schließlich gelten ja Menschenrechte für alle. Und wie viel von unserem Wohlstand sind wir bereit abzugeben? Und wie, wann und wo wollen wir ihnen helfen? Vielen Dank, Fabio. Du hast uns jetzt ganz viel Gesprächsmaterial gegeben. Und du hast in der Tat auch das Spannungsfeld ein bisschen aufgezeigt, dass natürlich, wenn man Flüchtlinge reinlässt, sie integriert und das kann man nicht unendlich tun, also was die Quantität an Menschen betrifft in einem Land, wie man das abwägt. Und das wird auch sehr spannend sein, eben mit den zwei Abgeordneten zu besprechen, die ich aber jetzt einfach direkt auf das Gesagte der Schüler reagieren lassen möchte. Anfang bei Lena Dupont. Das Mikro ist noch, jetzt ist das Mikro an. Jetzt, wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank auch erstmal tatsächlich auch für euren Input, für die Fragen, die schon dabei sind. Und im Grunde genommen haben wir damit tatsächlich sozusagen schon das gesamte komplexe Feld Asyl- und Migrationspolitik aufgemacht. Ich bin jetzt fast geneigt zu fragen, wie viel Zeit habe ich für die Antwort, weil wir, glaube ich, ungefähr 3 Schulstunden mindestens dranhängen könnten. Ich versuche es trotzdem schon mal so kurz und knapp wie möglich zu machen und vielleicht auch schon möglichst viel von dem sozusagen mit zu erwischen, was ihr aufgeworfen habt an Fragen. Also was wir vor allen Dingen, und was ja auch so ein bisschen der Hintergrund sozusagen und auch der Appell, der eigentlich bei allen Fragen durchgekommen ist, ist so, wie die Situation ist, ob es an den Außengrenzen, auf den Inseln, in den Unterkünften ist, so kann sie nicht bleiben. Dass die Situation so ist, liegt vor allen Dingen daran, dass wir in den letzten 4, 5 Jahren tatsächlich auf europäischer Ebene so gut wie gar nichts voranbringen konnten. Und das ist gleichzeitig, weil vorhin am Eingang auch sozusagen die Frage der Schwäche der Europäischen Union gestellt wurde. Tatsächlich geht es so ein bisschen in die Richtung von, was kann die Europäische Union? Nicht, was wollen wir von der Europäischen Union? Was haben wir auch für Ansprüche? Sondern was kann sie auch sozusagen von den Kompetenzen her erfüllen und was kann sie manchmal auch nicht erfüllen, wobei das selten, sehr, sehr selten an der europäischen Ebene liegt, sondern tatsächlich hauptsächlich und insbesondere im Bereich Asyl und Migration auch an den Mitgliedstaaten liegt. Vielleicht kurzer Abriss zurück sozusagen. Wir hatten ja 2015, 2016 auch einmal eine Vorlage des damaligen sogenannten Asyl- und Migrationspaketes, wo das Parlament tatsächlich auch sehr weit gekommen ist mit den einzelnen Beratungen. Und der Rat, sprich die Vertretung der Mitgliedstaaten, ab einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht mehr verhandelt hat. Das heißt, das, was wir jetzt gerade vor allen Dingen auch an Schwäche der Europäischen Union sehen, ist im Folgenden, oder würde ich jetzt mal so formulieren, als eigentlich sozusagen die Schwäche des Nicht-Europäischen in Anführungsstrichen. Wir haben in den großen Fragen der Asyl- und Migrationspolitik noch zu wenig Einigkeit unter den Mitgliedstaaten in der Europäischen Union, als dass wir da tatsächlich von einem europäischen Asyl- und Migrationspaket beispielsweise sprechen konnten. Das war unter anderem der Grund, warum in dieser Legislaturperiode das neue Paket aufgelegt worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes New Pact for Asylum and Migration, was versucht, insbesondere die Blockade im Rat zu lösen. Da steckt viel Kompromiss drin, wie das immer auf europäischer Ebene so ist. Es ist ein Angebot für alle 27 Mitgliedstaaten, für alle politischen Familien innerhalb des Parlaments drin. Und es wird von uns allen sozusagen auch wirklich viel Kompromissbereitschaft erfordern, wenn wir dieses Paket insgesamt dann über die Bühne bringen wollen sozusagen. Ich würde gerne nochmal auf 2, 3 Dinge eingehen, die ihr auch schon direkt angesprochen habt. Ich fange mal von hinten an, in Anführungsstrichen. Bei deiner Tabelle, Fabio, tatsächlich finde ich sie sehr gut, weil sie auch tatsächlich sozusagen den Weg im wahrsten Sinne des Wortes aufzeigt. Ich würde da fast noch eine Dimension zupacken, nämlich die Frage der Zuständigkeiten. Wer kann eigentlich an welcher Stelle etwas machen und manchmal auch nicht. Wir sind, und das auch tatsächlich innerhalb des neuen Paktes jetzt mit dabei, die Frage der externen Dimension sozusagen. Also was können wir eigentlich in der Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten erreichen und verbessern? Wie können wir die Bedingungen derjenigen, die sich auf Flucht befinden, verbessern? Das wäre sozusagen etwas, wo die Europäische Union auch eine große Rolle spielen kann, vor allen Dingen dann, wenn sie gemeinsam vorangehen würde.
Und je näher wir uns sozusagen deiner dritten Spalte nähern, desto stärker kommt auch die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten wieder rein, bis sozusagen zu dem Punkt, wo du zu Recht die Integration, die langfristigen Integrationsmaßnahmen angesprochen hast. Und das ist etwas, wo beispielsweise die Europäische Union zwar koordinieren kann und Best-Practice-Erfahrungsaustausche organisieren kann, tatsächlich aber das hauptsächlich in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt. So, das ist vielleicht, von daher ist diese Tabelle nochmal ein ganz guter Überblick gewesen. Ein Kommentar noch ein Kommentar zum Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, weil ich finde, dass das in der Diskussion manchmal ein bisschen untergeht, ist, wir unterstützen in dem Fall nicht die Türkei. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr wesentliche Unterscheidung, sondern wir unterstützen die internationalen Organisationen, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die an der türkisch-syrischen Grenze bis zu 3,6 Millionen Menschen versorgen, verpflegen, für Schulbildung sorgen und so weiter und so fort. Das heißt tatsächlich, es gibt einen kleinen Teil dieses gesamten Abkommens, dieses gesamten Finanzvolumens, das an den türkischen Haushalt geht, und zwar in dem Bereich, wo es um Bildungsmaßnahmen geht. Alles andere ist allerdings tatsächlich keine Zahlung, keine Unterstützung der türkischen Regierung. Und ich glaube, diese Unterscheidung ist auch wichtig dabei, wenn es um eine Fortsetzung des Abkommens geht. Denn es geht nicht darum, und natürlich möchte Erdogan es gerne, dass die Gelder eben tatsächlich dann nicht an die Organisation fließen, sondern an ihn selber. Das ist ein Punkt, den wir hier im Parlament auch gerade sehr, sehr intensiv diskutieren und auch der Rat und die jeweiligen Mitgliedstaaten das sehr intensiv diskutieren. Aber die Unterstützung der Geflüchteten, die sich eben an der Grenze befinden und da das sozusagen, was ihr vorhin auch angesprochen habt, die menschenwürdigen Unterbringungsbedingungen vorfinden sollen. Das, muss ich ganz ehrlich sagen, stelle ich explizit nicht in Frage. Die Türkei wird auch immer ein schwieriger Partner für uns bleiben, insbesondere momentan mit sozusagen den Auf und Abs innerhalb der Beziehung. Ich bin aber klar dafür, dass wir das Abkommen fortsetzen, weil es eben denjenigen vor Ort zugutekommt, die sich auf der Flucht befunden haben und zumindest temporär eine Unterkunft damit bekommen haben. Die Frage Rückführung, falls Sie gerade kurz gezuckt haben, dann mache ich jetzt noch 2 Sätze. Ja. Gut, ich werde jetzt nicht versuchen, Moria und Rückführung in 2 Sätzen zu beantworten. Das ist, glaube ich, unmöglich. Ja. Bleibe ich nochmal bei den Rückführungen beziehungsweise dann den Abschiebungen. Auch hier hauptsächlich nationale Kompetenz. Ich würde mir wünschen, dass wir da europaweit auch einheitlicher vorgehen und auch einheitliche Mindeststandards mit gerne der Möglichkeit, über diese Mindeststandards hinauszugehen, dann auch dabei zu bleiben. Es ist Teil des neuen Asyl- und Migrationspaketes und es ist jetzt auch Teil der neuen Strategie, vor allen Dingen zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr. Also der Frage, wie können wir diejenigen, die freiwillig rückkehren wollen, eigentlich tatsächlich von europäischer Seite aus auch mit finanziellen Mitteln, aber auch mit Reintegrationsprogrammen vor Ort unterstützen. Und weil ich mir relativ sicher bin, dass wir zu Moria nochmal kommen, lasse ich jetzt den Satz dazu nochmal weg. Genau, also zu Moria kommen wir ganz sicher nochmal. Dazu wird es dann auch Beiträge von Christian Frewitz und Alexander Gauss geben. Aber bevor wir zu den beiden auch zu sprechen kommen, übergebe ich das Wort selbstverständlich an Charles Göhrens und lasse Sie auch auf diese Beiträge der Schüler reagieren. Charles Göhrens. Vielleicht muss das Mikro freigeschaltet werden. Okay. Jetzt. Klappt es? Wir hören Sie. Ja, gut, ja. Vielen Dank. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen, hier aus Brüssel. Ich kann das mit beiden Händen unterschreiben, fast alles, was meine Vorrednerin gesagt hat. Ich möchte die Sache angehen mit einem anderen Ansatz und den politischen Aspekt hervorheben. Die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber der Migration, das Migrationsphänomen, die nimmt stetig ab. Das haben wir über die letzten 10 Jahre wohl gemerkt. Wenn wir uns erinnern, was 2013 passiert ist, sehr viele Flüchtlinge oder Asylsuchende kamen nach Italien. Damals hat die italienische Regierung einen Appell an die Regierungen der anderen EU-Staaten gerichtet, um Abhilfe zu leisten, um die ganze Last etwas gerechter zu verteilen auf alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Diese Appelle wurden ignoriert.
2016, als wir den großen Flüchtlingsstrom nach Europa hatten und als die Bundesrepublik über 1 Million aufnahm, gab es auch einen Appell an eine Lastenverteilung, an der alle europäischen Staaten sich beteiligen sollten. Auch diese Appelle wurden ignoriert und das Resultat haben wir heute. Die Wahlerfolge der Salvini-Bewegung sind eine direkte Folge dieses Ignorierens der Sorgen eines spezifischen Staates in einer sehr schwierigen Lage. Und in Deutschland, in der Bundesrepublik, zeigen auch die Wahlerfolge der AfD, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union diese Lage nicht im Griff haben. Hätten wir eine Lastenverteilung, wäre das erträglich für jedermann. Die Integrationschancen der Asylsuchenden respektive der Migranten wären viel besser. Sie könnten schneller realisiert werden. Und dann hätten wir eine ganze Reihe von Problemen nicht. Ist das jetzt ein Problem der Europäischen Union? Jawohl, aber wer ist verantwortlich dafür? An erster Stelle die Mitgliedstaaten, die eigentlich der Europäischen Union, die Kompetenzen, die diese letztere bräuchte, nicht übertragen, um mit dem Phänomen der Migration fertig zu werden. Das Ganze wäre absolut, ich möchte nicht sagen mit Leichtigkeit, aber viel leichter abzuwickeln, wenn wir es hier mit einer wirklich mit einem echten Burden Sharing zu tun hätten. Das würde niemanden sehr viel kosten. Ich glaube auch der direkte Kontakt zur Bevölkerung, die Integration der Schüler, der Kinder, der Flüchtlinge in den Schulen wäre viel schneller gewährleistet, wenn jetzt Flüchtlinge nach Europa kommen und die werden wieder in Ghettos gepackt, dann nimmt das Problem nicht ab, aber das Problem nimmt zu. Und das erhöht auch nicht die Akzeptanz. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist ein spezifischer Fall, wo mehr Europa besser wäre und wo mehr Europa ein Teil der Lösung wäre. Ich glaube, wir werden in späteren Fragestellungen auch auf die Rolle der Europäischen Union außerhalb ihrer Grenzen zu sprechen kommen, über Frontex, über die Entwicklungshilfe und so weiter. Ich möchte noch ein Wort sagen zur Abschiebepolitik. Die Konventionen, die die europäischen Mitgliedstaaten unterschrieben haben, untersagt es ihnen, Menschen in Kriegsgebiete abzuschieben oder in Gebiete, wo noch die Todesstrafe herrscht oder Todesstrafe oder Folter herrscht. Da gibt's, die Rechtslage ist hier sehr klar. Wenn es zu verschiedenartigen Interventionen kommt, hängt das oft zusammen, dass man in einem Land nicht sieht, dass es Teile, wie in Syrien zum Beispiel, gibt es Teile, wo man sicher ist, und es gibt auch noch Städte, Ortschaften, wo noch immer das Kriegstreiben vorherrscht. Da sollte man etwas nuancierter rangehen, aber im Prinzip ist die Rechtslage sehr klar, auch was die Seerettung anbelangt. Da ist jeder, der Kenntnis hat von einem Flüchtlingsboot, das Schwierigkeiten hat, Hilfe zu leisten. Da gibt es eigentlich keine Ausnahme zu dieser Regel. Also es bleibt noch viel zu tun, aber es ist auch schon manches auf die Wege gebracht worden. Ich möchte jetzt meine ersten Antworten auf diese einigen Überlegungen beschränken und bin natürlich bereit, auf spätere, präzisere Fragen noch einzugehen. Vielen Dank, Lena Dupont und Charles Goerens. Jetzt erstmal die Frage an die Schüler. Alessio, Jan, Stein, Fabio, wollt ihr auf das Gesagte reagieren? Wenn das der Fall ist, vielleicht könnt ihr auf Zoom die Hand heben und dann können wir euch nochmal ganz kurz das Wort erteilen und dann würden wir einen Blick werfen auf Slido. Dem scheint nicht so zu sein, oder? Ja, doch. Ja, doch. Fabio, genau. Bitte, ganz kurz. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich die meisten Sachen sehr gut nachvollziehen kann und auch verstehen kann. Nur wollte ich da nochmal erwähnen, dass ich auch verstehe, wenn da unter den einzelnen Mitgliedstaaten Uneinigkeiten sind.
was ich mir auch gut vorstellen kann. Nur ist es halt für Flüchtlinge oder Außensteher generell, sehen die ja nur, dass irgendwie nicht viel passiert oder wenig passiert. Und auch noch zur Sache, dass wir mehr Europa erreichen sollten, wollte ich sagen, dass ich da denke, dass ja, die Lage sich natürlich verschlechtern wird, wenn nichts getan wird, wenn nichts verändert wird. Genau, und deshalb wollte ich wissen, wie man, ob Ideen da sind, wie man mehr Europa schneller erreichen kann. Finde ich ein super Punkt, Fabio. Wenn es für dich okay ist, würde ich diese Frage, wie du sie stellst, für das letzte Drittel unserer Diskussion aufbehalten. Dann werden wir auch mit Charles Görenz ein bisschen über die Konferenz zur Zukunft von Europa reden. Und was du ja meinst, da geht es ja auch um Ideen zur Zukunft von Europa. Und dann lass uns einfach diesen Punkt dann nochmal aufnehmen. Jetzt würde ich den Ball aber an Philipp weiterspielen. Philipp Ternes, was tut sich auf Slido? Ja, vielen Dank, Jonathan. Marco, ich werde dann jetzt einmal Slido anzeigen, also mit uns allen teilen. Also Marco ist unser lieber Kollege in der Regie, für die, die ihn nicht kennen. Und dann können wir einen Blick werfen auf die Resultate von unserer ersten Umfrage. Wir sehen, dass die Menschenrechtsverletzungen hier ganz oben stehen. Und an zweiter Stelle kommen die Frontex-Vorfälle. Auch interessant. Und des Weiteren haben wir noch zum Beispiel nicht genug Hilfe, keine gute Absprache mit der Türkei, Versagen bei der Aufteilung oder Sonntagsreden versus brutale Realität. Über Frontex wird in der Tat auch gleich zu sprechen sein. Ich möchte aber jetzt weiterleiten an Danke Philipp. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück und schaue noch ein bisschen, was an Fragen reingekommen ist. Und wir haben auch eine Umfrage vorbereitet, darüber werden wir auch gleich sprechen, über das, was Herr Görenz angesprochen hat, mit über Verteilungsquoten von Flüchtlingen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber jetzt, wie gesagt, will ich anfangen mit Christian Prewitz von Rigardo. Sie waren früherer Schüler des Goethe-Gymnasiums, sind jetzt physisch in Leipzig, wenn ich da richtig informiert bin, und kümmern sich mit Rigardo darum, die Situation von Flüchtlingen in der Europäischen Union, aber auch außerhalb auf den Flüchtlingswegen zu verbessern mit Projekten. Und da sind wir ganz gespannt darauf, ein bisschen zu hören, ja, was sie tun und was generell die Aufgabe von Rigardo ist. Christian Prewitz. Ja, vielen Dank. Genau, ich versuche es kurz zu fassen, weil wir irgendwann noch ganz viele spannende Dinge reden wollen. Ganz richtig, wie Sie gesagt haben, wir haben 2015 angefangen, als wir auch durch die Medien immer mehr mitbekommen haben, dass sich eine humanitäre Katastrophe in Europa anbahnt, beziehungsweise schon angefangen hat. Sind wir gestartet, sind an die Grenzen gefahren, nach Griechenland, nach Serbien, also an die EU-Außengrenzen, und haben eben dort, wo Menschen in humanitäre Notsituationen gekommen sind, versucht, durch Infrastrukturprojekte, durch Kochen, durch mobile Duschprojekte, solche Dinge versucht, die nötigsten Lebensbedingungen irgendwie wiederherzustellen. Sie haben uns da ja ein paar Bilder zur Verfügung gestellt. Ja. Wollen wir vielleicht die abspielen? Gerne. Oder vielleicht einfach nacheinander. Also da sehen wir ein Zelt. Was hat es mit diesem Zelt auf sich, Herr Prewitz? Genau, das war quasi von unserem allerersten Projekt. Das ist in Idomeni in Griechenland, an der Grenze zu Mazedonien. Genau, da wurde quasi von einem auf den anderen Tag die Grenze geschlossen von Seiten Mazedoniens, und die Menschen, die dort ankamen, mussten letztendlich auf dem Acker unter freiem Himmel irgendwie schlafen. Und das war so unser erstes Projekt, zu sagen, okay, wir müssen irgendwie versuchen, die Menschen vor Regen und Wind zu schützen, und haben dort diese Notunterkünfte schnell zusammengezimmert. Ich weiß, dass wir noch weitere Bilder haben. Vielleicht können wir da, genau. Genau. Hier sehen wir Menschen in einem Saal mit Gitarren. Wo sind wir hier? Was passiert hier? Genau, das war in Belgrad. Dort haben viele Flüchtende in der Nähe des Hauptbahnhofs in leerstehenden Lagerhallen gehaust, regelrecht. Und wir hatten über ein Jahr in Zusammenarbeit mit einer Organisation aus Serbien dort ein sogenanntes Kulturzentrum eingerichtet, wo die Menschen eben mal auf andere Gedanken kommen konnten, mal aus diesen schlimmen Umständen rauskommen konnten.
mit Musik, Sprachunterricht und so weiter. Genau, das ist jetzt eine Szene aus diesem Kulturzentrum. Dann haben wir noch ein drittes Bild. Genau, und das, was ich vorhin auch schon meinte, sind diese mobilen Duschen. Da hatten wir, wie gesagt, diesen Van mit dem Wassertank hinten drin und sind an der nordserbischen Grenze in Subotica zu verschiedenen Stellen gefahren und haben dort eben Menschen die Möglichkeit gegeben, warm zu duschen, die sonst nicht in die offiziellen Camps konnten und auch mehr oder weniger im Wald gelebt haben. Sie sagten jetzt die ganze Zeit wir. Ich gehe davon aus, also Sie sprechen jetzt auch im Namen von Rigado, aber Sie selbst waren auch jeweils Teil dieser Projekte, das heißt auch selbst persönlich da vor Ort, richtig? Genau, also das sind auch Bilder, die ich selbst gemacht habe. Okay. Genau, ich war selbst auch in den Projekten. Was hat diese Arbeit oder diese Begegnung, die Sie hatten mit diesen Menschen, was hat das mit Ihnen gemacht? Für mich war es sehr krass, also das Ganze wirklich live zu sehen. So, das eine ist das, was man irgendwie in Zeitungen liest, da stumpft man irgendwie relativ schnell ab, weil die Berichte sich ähneln. Und wenn man dann wirklich live sieht, was dort passiert, in welchem Elend die Menschen leben und dass das quasi zum Teil ja in Europa stattfindet, an den EU-Außengrenzen und die EU da ihre Werte verrät, würde ich sagen, hat mich ja sehr stark berührt und auch irgendwie ein Stück weit wütend gemacht und mir Energie gegeben, da weiterzumachen. Vielleicht ist jetzt, wenn wir über Wut sprechen, also jetzt ist jetzt vielleicht keine sehr, sehr charmante Art und Weise, Alexander Gauss einzuführen. Hat jetzt weniger was mit Ihnen persönlich zu tun, Herr Gauss, aber Sie arbeiten am sogenannten Border Violence Monitoring Network und diese Zahlen oder diese Daten, die Sie da erheben, können durchaus wütend machen. Wir erreichen Sie in Nürnberg, wenn ich richtig informiert bin. Herr Gauss, um was geht es da? Was haben Sie da rausgefunden? Wir müssten nur den Ton für Herrn Gauss anschalten. Ja, genau, Ja, der Ton, genau. Der Ton funktioniert. Ja, um das zu erklären, muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Und zwar geht es ja um diese sogenannte Balkanroute, was die Verbindung zwischen dem Nahen Osten, Türkei und Europa ist. Und die gibt es schon seit vielen Jahrhunderten. Und dann im Sommer 2015 gab es diesen humanitären Korridor, wo es für ein paar Wochen möglich war, in relativ kurzer Zeit von Griechenland nach Mitteleuropa zu kommen. Relativ schnell darauf wurde dann aber sowohl in Ungarn als auch in Bulgarien und Kroatien die Grenzen dicht gemacht, es wurden Zäune gebaut und viele Flüchtende sind auf dem Balkan gestrandet, in Bosnien, in Serbien, aber auch in Griechenland. Und wie Christian schon erzählt hat, leben diese Menschen in menschenunwürdigen Verhältnissen, teilweise in leerstehenden Häusern, in den Camps oder auch im Wald. Und NGOs, Organisationen und Vereine wie zum Beispiel Rigado sind vor Ort und leisten dort humanitäre Hilfe. Den NGOs ist dann aber aufgefallen, dass Flüchtende, nachdem sie versucht haben, die Grenze zu überqueren, zum Beispiel von Bosnien-Herzegowina nach Kroatien, dann mit Verletzungen von Schlägen, mit Hundebissen, kaputten Handys. Genau. Ohne Also wir haben da auch 2 Bilder vorbereitet, da mit einer, vielleicht können wir das ein bisschen vergrößern. Also wir sehen eine Landkarte Südosteuropas und wir sehen eine Hand die gezeichnet ist von Gewalt. Genau, und dann haben die verschiedene NGOs vor Ort 2017 angefangen, diese Menschenrechtsverletzungen, die an der EU-Außengrenze passieren, mit einer einheitlichen Methodik zu dokumentieren, also festzuhalten und gleichzeitig damit auch politisch Druck zu machen. Was wir da dokumentieren, ist die Gewalt, die vor allem bei Pushbacks passiert. Und Pushbacks, das sind illegale Gruppenausweisungen von flüchtenden Menschen zurück in das Land, aus dem sie kommen, meistens über die grüne Grenze. Und wieder bei dem Beispiel zu bleiben, wäre das in dem Fall, also die Menschen wurden in Kroatien von der Polizei festgenommen und werden dann durch die Waldgrenze zurück nach Bosnien und Herzegowina abgeschoben. Und diese Pushbacks sind illegal, sie verstoßen gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Die Gewalt, die dort passiert, ist logischerweise illegal. Die Menschen haben kein rechtsstaatliches Asylverfahren, es gibt keine Einzelfallprüfung und sie haben auch keine Möglichkeit, zum Beispiel Einspruch einzulegen. Und von nationalen Gerichten in Italien oder auch Slowenien wurden diese Pushbacks schon
als illegal eingestuft. Am Anfang lag der Fokus vor allem auf Ungarn, Kroatien. Mittlerweile dokumentieren wir aber Fälle von Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Griechenland, Ungarn, Serbien bis sogar in die Türkei an der türkisch-griechischen Grenze. Und vor kurzem hatten wir einen traurigen Rekord. Wir haben den 1000. Bericht veröffentlicht. Aktuell sind wir bei 1072 Berichten mit mehr als 17.000 betroffenen Menschen, weil in den Pushbacks oft nicht nur ein Mensch zurück abgeschoben wird, sondern mehrere Menschen. Aber diese Zahlen sind nicht alle Pushbacks, die passieren, sondern nur die, die wir dokumentieren können. Wir haben noch ein zweites Bild, vielleicht können Sie da, das ist tatsächlich ein Bild vom Europäischen Parlament, oder wir erkennen da ein paar Abgeordnete. Das ist Claire Daly, nordirische Abgeordnete der Linksfraktion im Europäischen Parlament, und sie zeigt ein Bild von einem Ausgepeitschten, also von einem Mann, der ausgepeitscht wurde. Genau, also dieses Bild ist aus unserer Datenbank, und das Border Violence Monitoring Network hat es in den letzten Jahren immer wieder geschafft, das Thema ins EU-Parlament zu bringen. Dieses Foto ist aus dem Komitee, den Libe-Komitee, wie heißt es auf Deutsch? Für Freiheit, Rechte und Genau, ja. Und dort wurde dieses Bild dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der kroatische Innenminister auch anwesend während der Sitzung, und es wurde ihm sozusagen gezeigt und die Menschenrechtsverletzungen angeprangert. Also wir dokumentieren nicht nur, sondern wir versuchen auch politisch irgendwie das Thema auf die Agenda zu setzen. Und da haben wir auch zum Beispiel vor ein paar Tagen den Torture Report 2020 veröffentlicht, und der fasst die Berichte zusammen aus dem Jahr 2020, in welchen Praktiken angewandt wurden, die unter die UN-Anti-Folter-Konvention fallen. Das heißt, Sie zeigen ja da, dass Sie wirklich auch im Austausch sind mit Abgeordneten. Von welchen, ich stelle Ihnen diese Frage, bevor ich jetzt gleich noch zu den Abgeordneten überleiten werde. Das ist jetzt eine Abgeordnete der Linkspartei. Sind es Abgeordnete aller Parteien, die auf Sie zugehen, die sich dafür interessieren, oder welche Reaktionen erhalten Sie? Also wir sind jetzt schon ein paar Jahre aktiv, und im Endeffekt können wir schon sagen, dass eigentlich nur die Linksfraktion im Europaparlament und die Grünen, eine Fraktion im Europaparlament, die sind, die gefühlt ein ernsteres Interesse an unseren Berichten und an dem haben, was wir, also an unserer Arbeit haben. Genau, wir versuchen aber natürlich immer sämtliche PolitikerInnen anzusprechen. Also, ja. Na, dann sind wir noch mal gespannt, was Frau Dupont und also Frau Dupont von der Europäischen Volkspartei, Herr Goerens von Renew, wie die beiden das bewerten. Frau Dupont. Wo liegt der Kommunikationsfehler zwischen Rigadu und Ihnen? Okay, jetzt geht's, wunderbar. Ja. Auch da wieder tatsächlich bin ich fast geneigt zu sagen, wie viel Zeit haben wir für die Antwort, aber fangen wir mal auch ein Stück weit hinten an mit dem, was Sie gerade, Herr Gauss, vorgestellt haben. Also ich würde jetzt mal gar nicht sagen, dass Sie nur die beiden angesprochenen Fraktionen erreichen, denn die Ausschusssitzung besteht ja aus uns allen sozusagen. Das ist der eine Punkt, und wir haben es tatsächlich auch immer wieder auf der Tagesordnung des Ausschusses und damit automatisch sozusagen in der Mitte des Parlaments in Anführungsstrichen. Vielleicht tatsächlich, weil ich leider dann ja auch gleich schon raus muss, noch mal ein, zwei Dinge ganz kurz zu dem, was jetzt immer schon mal so ein bisschen angesprochen wurde, nur noch nicht beim Namen genannt wurde sozusagen. Jetzt muss ich mal überlegen, wie man sie auf Deutsch wunderbar übersetzen kann. Kommt nicht ganz hin, aber wir nennen sie einfach mal jetzt den Untersuchungsausschuss Frontex, der sich eben genau mit den Vorfällen, die Herr Prewitz, die Herr Gauss, die Sie gerade angesprochen haben, die ja auch von unterschiedlicher Seite, sozusagen von unterschiedlichen Grenzen aus unterschiedlichen Mitgliedsländern oder Nicht-Mitgliedsländern berichtet, aufzugreifen, zu untersuchen, zu dokumentieren und dann auch die entsprechenden Folgen, sozusagen die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das Ganze, das wird sozusagen es wird kein Abschlussbericht sein, aber es wird sozusagen eine Art erste Evaluationsbericht, so würde ich es jetzt mal nennen, wird es vor der Sommerpause geben. Wir haben jetzt schon diverse Anhörungen durchgeführt, wo wir uns tatsächlich mit denjenigen
auseinandergesetzt haben, die in irgendeiner Art und Weise in dem Komplex sozusagen eine Rolle spielen, seien es die europäischen Agenturen, die Europäische Kommission, die Journalisten, die insbesondere über die Vorfälle im Mittelmeer ja berichtet und sie dokumentiert haben, sind dabei gewesen. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch Sitzungen mit NGOs haben, die sich mit dem Thema befassen und dann eben am Ende sozusagen einen ersten Bericht abgeben. Ein erster Bericht deswegen, weil diese Scrutiny Group ihre Arbeit auch nach der Sommerpause fortsetzen wird, also bis zum Ende der Legislaturperiode weiterhin Frontex sozusagen konstruktiv kritisch dabei begleiten wird, ihre übertragenen Aufgaben auch nicht nur mit Leben zu füllen, sondern eben auch nach den Standards und nach den Rechtsgrundlagen, die wir ihnen mitgegeben haben. Und dazu gehören natürlich internationale europäische Standards, was Menschenrechte angeht. Vielleicht eine ganz kurze Sache auch nochmal tatsächlich zu der Frage, oder auch Herr Prewitz, Sie sehen es mir jetzt bitte nach, weil vielleicht der Weg dahin unterschiedlich gewesen ist, aber für mich ist ist die Situation 2015, 2016 einer der Gründe gewesen, warum ich mich neben ein, zwei anderen zur Wahl habe stellen lassen und auch hier im Parlament daran mitarbeiten möchte, dass wir eine europäische Lösung voranbringen und über die Bühne bringen können sozusagen, weil dieses Hangeln von Notlösung zu Notlösung nicht nur der Europäischen Union unwürdig ist, sondern ehrlicherweise ja uns allen. Also insofern auch tatsächlich vielleicht eine ähnliche Motivation wie bei Ihnen, nur eben auf anderer Ebene dann in die Praxis umgesetzt sozusagen, weil ich glaube, dass wir uns das einfach auch als Europäische Union nicht mehr länger erlauben können. Letzte Anmerkung noch, wir haben ja auf europäischer Ebene, was beispielsweise auch die Zustände auf den griechischen Inseln angeht, zwei Stichworte, die ich sozusagen einfach schon mal mit reinwerfen möchte, in der Hoffnung, dass sie dann in der weiteren Diskussion auch eine Rolle spielen. Wir haben einmal auf aktueller, schon geltender Rechtsgrundlage sozusagen das sogenannte Pilotprojekt der Kommission, das sie jetzt auf den griechischen Inseln aufgesetzt hat, wo sie sozusagen nicht nur mit europäischer finanzieller Unterstützung, sondern auch unter europäischer Aufsicht sozusagen das erste Mal auch eine Unterkunft bauen wollen und sollen, die eigentlich schon geltenden Mindeststandards auf europäischer Ebene dann auch einhalten soll. Und das Zweite, weil es auch bei Ihnen, Herr Prewitz, so ein bisschen angeklungen ist, wer kann eigentlich wann, wo, wie unterstützen, auch in dem, was die Schüler vorhin gefragt haben. Wir haben auf europäischer Ebene den sogenannten Katastrophenschutzmechanismus, wo technische Hilfe zur Verfügung gestellt werden kann, finanzielle Hilfe zur Verfügung gestellt werden kann, auch sanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt werden kann. Allerdings, und da sind wir wieder so ein bisschen bei den Mitgliedstaaten, dieser Mechanismus kann erst greifen, wenn das betreffende Mitgliedsland ihn auch anfordert. Frau Dupont, und insofern, darf ich Sie ein Satz mit, noch? Ja, mit dem Blick aber auf die Uhr möchte ich Sie gerne, wenn es nur ein Satz ist, dann genau. Bitte, aber dann, okay. Genau, also ein Satz, das funktioniert koordiniert europäisch erst dann, wenn das Mitgliedsland bei der Kommission anfragt. Ansonsten sind wir natürlich auch auf die bilaterale Unterstützung wie THW bei uns aus Deutschland, das DRK und so weiter und so fort angewiesen. Punkt. Danke für die Überleitung mit Mitgliedsland. Und ich möchte gleich dann nach dieser Frage nochmal an Herrn Prewitz und Herrn Gauss überleiten. Kurz auf vielleicht zur Erklärung für alle. Sie sind entschuldigt, also Sie müssen uns um 13:58 ungefähr verlassen. Da haben Sie mit der Europäischen Volkspartei eine Sitzung eben zum Migrationspakt. Also es passt zum Thema. Also Sie flüchten sich hier nicht vor kritischen Fragen. Also daran liegt es nicht. Dann, wenn Sie dann gegangen sind, geben wir dann auch Herr Göhrens die Zeit zu reagieren. Sie sprachen von Mitgliedsländern. So. Der Premierminister Kroatiens gehört der Europäischen Volkspartei an. Kroatien war oder ist, nicht war, sondern ist häufig in den Schlagzeilen gewesen, eben über wenn es um diesen Umgang oder über das Nicht-Einhalten der Menschenrechte angeht, mit Flüchtlingen, von Vergewaltigungen ist die Rede, Auspeitschung und so weiter. Es ist abscheulich, was da passiert. Jetzt hat sich ihre Fraktion gefreut oder die meisten Mitglieder es als positive Nachricht begrüßt, dass die Fidesz-Gruppe die EVP verlassen hat. Aber wie schwer ist es dann für Sie, dann auch in Ihrer Parteiengruppe Vertreter zu haben, wie jetzt dann auch eben die kroatischen Abgeordneten, die ja sowas ja offenkundig tolerieren?
Ich glaube, dass es ein klassisches Beispiel ist von mehr Europa, was wir am Anfang auch schon an der einen oder anderen Stelle gehabt haben. Mehr Europa, in dem Fall tatsächlich auch nicht nur andere Eingriffsmöglichkeiten sozusagen bietet, sondern tatsächlich auch, im Übrigen etwas, was wir auch im Rahmen der Frontex-Schlussfolgerung sozusagen diskutieren, so eine gewisse Art europäische Aufsicht, manchmal auch dem einen oder anderen Mitgliedstaat stärker auf die Finger zu gucken, was die Einhaltung von Menschenrechten angeht. Und das diskutieren wir sowohl innerhalb der Fraktion als auch natürlich innerhalb unserer IPP-Liebe-Abgeordneten, also all diejenigen, die bei uns mit im Ausschuss sind, natürlich auch genauso kritisch, wie das innerhalb des Ausschusses getan wird. Herr Prewitz oder Herr Gauss, je nachdem, wer von Ihnen auch darauf reagieren möchte. Ja, also ich wollte nur kurz sagen, weil Sie ja meinten, Frau Dupont, dass unsere Motivation eventuell in die gleiche Richtung geht. Mich stört vor allem im Moment, also erstmal, ich sehe es natürlich, dass es eine europäische Lösung braucht und dass die auch angestrebt werden soll, absolut. Nur es ist de facto so, dass im Moment jeden Tag 5 Menschen auf dem Mittelmeer sterben und nichts dagegen gemacht wird, sondern immer gesagt wird, ja, wir müssen Kompromisse finden, wir müssen alle mitnehmen und das kann aus meiner Sicht nicht sein. Und da möchte ich auch nochmal einfach sagen, genau, dass ich finde, es kann nicht angehen, da die Verantwortung immer auf die Mitgliedsländer zu schieben, sondern dass da auch das EU-Parlament selbst aktiv werden kann, beziehungsweise auch versucht hat, schon aktiv zu werden. Ich glaube, im Oktober 2019 gab es diese Abstimmung, dass die EU auch quasi die Kommission bitten soll, Rettungs- und Suchmissionen auf dem Mittelmeer durchzuführen, die auch aufgrund der EVP-Stimmen letztendlich abgelehnt wurden. Und da frage ich mich, wie lange wollen wir noch warten, bis es vielleicht irgendwann einen Kompromiss gibt? Und wie lange sollen noch Menschen sterben? Dann lassen wir Frau Dupont direkt darauf antworten, weil dann muss sie uns verlassen, Frau Dupont. Ja. Genau, auch da wieder, glaube ich, könnten wir uns tatsächlich noch eine Stunde drüber austauschen. Deswegen nur zwei kurze Stichworte sozusagen. Das Europäische Parlament tatsächlich, das haben Sie zu Recht angesprochen, hat es in unterschiedlichster Form, in unterschiedlichen Berichten, seien sie legislativ, seien sie initiativ, immer wieder auch gefordert. Nur das Europäische Parlament kann so lange nichts daran ändern, solange sich die Mitgliedstaaten dann nicht auf eine gemeinsame Aber da kann die EVP doch immerhin mitfordern. Ja, wir haben aber damals, und da müssten wir jetzt quasi noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen können, was wir nicht mehr schaffen. Es gab damals inhaltliche Gründe, warum wir uns dagegen ausgesprochen haben, wissentlich, dass eine Resolution nichts an der internationalen, europäischen, nationalen Verpflichtung ändert, Menschen in Seenot zu retten. So, und insofern ist es tatsächlich, haben wir da der Sachpolitik sozusagen, der emotionalen Politik den Vorzug gegeben. Quintessenz bleibt aber, es handelt wieder und es hapert in dem Fall wieder tatsächlich. Bin bei mehr Europa auch in der Frage. Es hapert aber vor allen Dingen daran, dass sich die Mitgliedstaaten nicht darauf einigen können. Und es sind, weil das auch im Asyl- und Migrationspaket eine Rolle spielt, nicht nur die sogenannten V4-Staaten, die sich dagegen aussprechen, sondern tatsächlich mittlerweile deutlich mehr. Auch da wieder wissentlich, dass es an manch aktueller Situation nicht unbedingt was ändern kann. Aber wenn wir dieses Gesamtpaket nicht gesetzgeberisch auf den Weg bringen können, werden wir uns immer nur von Notlösung zu Notlösung hangeln müssen. Und das kann ehrlicherweise einfach nicht, kann nicht unsere Motivation sein und kann uns auch nicht zufriedenstellen. Und letzter Punkt tatsächlich auch nochmal, ohne dass es jetzt sozusagen groß auch an die Glocke gehängt wurde, wird es auch mit Italien für den aktuellen Fall, sozusagen für diejenigen, die jetzt aktuell angekommen sind, eine Lösung geben. Da wird die Kommission hat da die sozusagen die koordinierende Rolle übernommen und es gibt leider wieder nur die üblichen Verdächtigen sozusagen, in dem Fall die positiv verdächtigen Mitgliedsländer, die sich an einer Aufnahme beteiligen werden. Bis es dann sozusagen verwaltungstechnisch umgesetzt ist, wird es wahrscheinlich noch einen kleinen Moment dauern, aber auch da geht's weiter. Ja. Und vielleicht und das sozusagen als Schlusskommentar. Ja. Es ist nicht alles perfekt, was wir auf europäischer Ebene machen. Es ist nicht alles perfekt, was in den Mitgliedstaaten passiert. Aber es passiert etwas. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch durchaus eine der wichtigen Botschaften in der gesamten Diskussion. Es ist nicht so, dass wir hier die Hände in den Schoß legen und die Zustände einfach nur zur Kenntnis nehmen. So. Frau Dupont, vielen Dank. Ich weiß, dass es bei Ihnen jetzt um 14 Uhr weitergeht in Ihrer Fraktion mit dem gleichen Thema. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herr Göhrens, das Wort geht an Sie und ich erinnere nochmal an die Kritik der beiden Vertreter von Rigadu
als es darum ging, ja, welche Parteien greifen eigentlich solche Themen hauptsächlich auf. Da sagten Herr Prewitz oder sagte Herr Gauss, ja, es sind vor allem die Linkspartei oder die Grünen, von denen man da am meisten hört. Wie gesagt, handelt es sich um ein Kommunikationsproblem bei Ricardo oder wie analysieren Sie das? Charles Goerens, also ja. Also es liegt nicht an meiner Frage, weil ich weiß, dass Herr Goerens immer sehr, sehr schnell... Ich bin... jetzt, okay. Ja. Okay, ja, Sie verlangen jetzt von mir, dass ich sage, wir sind wirklich genauso gut wie die Grünen und die Linken. Ist das, was Sie hören wollen? Nein, also nicht. Also ich will jetzt nicht zwischen den Grünen und den Liberalen oder den Linken werten. Aber warum ist es so, dass so eine NGO, die sich für Flüchtlinge einsetzt, sagt, naja, wir können hauptsächlich, was das Kommunikatorische und dann den politischen Druck angeht, hauptsächlich auf die Linken und die Grünen zählen? Warum? Ja, ich bin nicht Mitglied im LIBE-Ausschuss, der Ausschuss im Europäischen Parlament, der sich mit öffentlichen Freiheiten abgibt. Ich bin Mitglied im Entwicklungsausschuss, im Haushaltsausschuss und im konstitutionellen Ausschuss. Aber ich kann Ihnen versichern, dass meine Kollegin Sophie Infeld, die Sprecherin meiner Fraktion, im LIBE-Ausschuss ist, praktisch in all ihren Aussagen sich überschneidet mit dem, was sie gefordert haben. Und das vertrete ich auch. Gut, wenn das nicht drüber kommt, mich interessiert, was wir machen, haben wir alles getan, was wir tun können. Und dann stellt sich die Frage, wo sind die Widerstände? Die Widerstände sind nicht in meiner Fraktion. Ich kenne auch sehr viele in der sozialistischen Fraktion oder auch in der EVP, die genau auf dieser Linie sind und die versuchen, das Beste zu tun und den Menschen zu helfen. Die Widerstände sind im institutionellen Bereich. Wir haben der Europäischen Union nie alle Kompetenzen übertragen, die bräuchte, um die entsprechenden Antworten zu liefern. Man kann von einem, der keine Kompetenz hat, auch nicht immer die Reaktion erwarten, die notwendig wäre. Das zwischenstaatliche Handeln, das Abschotten von einigen Ländern gegenüber dieser Problematik ist unerträglich. Ich bemühe mich schon seit Jahren, dazu beizutragen, diese Widerstände zu überwinden. Und ich kann Ihnen versichern, dass auch in meiner Fraktion es sehr viele Abgeordnete gibt, die sich beteiligen an einer Allianz, um diese Fragen generell zu behandeln und auch die verschiedenen Sparten, wo Handel notwendig ist, zu beleben. Ich nehme zum Beispiel den humanitären Bereich. Die Europäische Union ist der erste Geldgeber im humanitären Bereich. Die Europäische Union unterstützt Verfolgte, lässt Hilfe ankommen in Krisengebieten. Wir sind mit Abstand die Ersten, die das tun. Dasselbe gilt für den Entwicklungsbereich. In diesem Fall ist Entwicklungspolitik eigentlich eine Antwort, eine längerfristige Antwort auf die Hauptursachen der Migrationspolitik. Im Nachbarschaftsbereich ist die Europäische Union sehr präsent. Da, wo sie keine Kompetenzen hat, versucht sie das immer wieder zu thematisieren. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass viele Bürger in der Europäischen Union es leid sind, immer wieder zu hören, ja, wir haben keine Kompetenz. Das ist aber leider der Fall. Wenn man jemanden zum Handeln auffordern will, dann muss er auch die Möglichkeiten haben zu handeln. Dann gibt es eine Kritik, die ich sehr ernst nehme und die auch zu einem sehr großen Teil berechtigt ist. Das ist das ganze Gebaren der Frontex-Agentur. Frontex, da hört man sehr unterschiedliche, ambivalente Kommentare über Frontex. Frontex ist in meinen Augen seiner Funktion bisher in puncto Respekt der Menschenrechte nicht zur Gänze gerecht geworden. Frontex muss hinterfragt werden. Das ist auch der Grund, weshalb man in dem Ausschuss darüber berät. Frontex zum Beispiel sollte sich nicht an
Pushbacks beteiligen, auch nicht Menschen in Krisengebiete zurückschicken, wo Folter an der Tagesordnung ist. Alles das muss man klären und es liegt an den Mitgliedstaaten und da kann die Europäische Union Impulse geben, in dem Sinne zu handeln, dass in Krisengebieten die UNO vor Ort mit seinen Agenturen, zum Beispiel das UNO-Flüchtlingswerk, auf der Stelle ist, um auch zu sagen, welche Standards man anwenden muss, um dem Inhalt, dem Buchstaben und dem Geist der europäischen, der Konventionen über Migration und Asylpolitik gerecht zu werden. Lassen Sie uns an dieser Stelle einen Punkt setzen. Wir haben noch 25 Minuten. Ich weiß, dass wir super viele Fragen von Schülerinnen und Schülern auf Slido haben und sich manche beschwert haben, dass sie noch nicht genug zu Wort gekommen sind. So, das holen wir jetzt alles nach. Philipp, was passiert auf Slido? Lass uns mal mit der ersten Frage da anfangen. Gerne. Lieber Marco, ich werde wieder sharen. So, also ganz oben steht, genau, warum wird noch immer unnötig diskutiert. Und kommen wir, also ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Yamete Nichan Itai. Bist du im Zoom? Kannst du selber das Wort erhalten? Das wäre, glaube ich, wenn ich da so ein bisschen so eine Frustration rauslese. Es geht wir sprechen über Kompromisse, über Mehrheiten und über Handlungen. Yamete, bist du Teil der Zoom-Diskussion oder verfolgst du die Diskussion auf YouTube? Wenn du bei uns bist, dann kannst du vielleicht die Hand heben. Genau. Bis jetzt sehen wir keine Hand. Okay, dann. Also ich würde ganz gern noch 2, 3 Fragen kurz präsentieren, weil wir sie vielleicht auch gebündelt beantworten können. Bitte mit Klarnamen. Also ich glaube, Uwu, so heißt keiner. Also bitte gebt euren Vornamen und Namen an, dass wir euch vielleicht auch dann aufrufen können. Ich habe jeweils darum gebeten, aber ja, man kann vielleicht auch verstehen, dass man vielleicht nicht immer sich dann auch mit Namen präsentieren möchte. Genau. Nachher wäre die Frage, ist die EU erpressbar durch die Türkei, die Flüchtlinge aufhält? Auch 35 Likes. Und warum werden Institutionen wie Frontex von der EU finanziell unterstützt, obwohl sie nachweislich Flüchtlingsboote untergehen lassen? Und eine weitere Frage können wir uns noch auch durchlesen. Liegt es an den konservativen osteuropäischen Ländern, dass die Aufteilung der Geflüchteten gescheitert ist, oder an der Inkompetenz der gesamten EU? So, also das ist jetzt ganz viel. Wollen wir mal, also Yamete hat sich hier nicht gemeldet. Wenn sich die anderen zwei, die Fragen 2 und 3 gestellt haben, falls die hier in Slido sind, irgendwie die Hand heben können, das wäre sehr nett, dann könnt ihr die Fragen direkt ausrichten. Dann könnt ihr die Hand heben und deswegen geben wir euch das Wort. Ich würde vielleicht diese Fragen oder Bemerkungen an Herrn Görens weiterreichen. Also wir lesen dann bei Yamete ja diese Frustration raus. Jonathan? Verhandlung. Ja, bitte. Es gibt schon eine Wortmeldung. Ich glaube, Julia möchte noch was zu einer Frage sagen. Wunderbar, okay. Dann, ich sehe Julia nicht, aber wir geben mal Julia das Wort und ich hoffe, es klappt. Ich habe leider keine Kamera, also muss das Audio jetzt genügen. Von mir war die 3. Frage auf der Liste. Warum Institutionen wie Frontex mit sehr viel Geld, mehreren Milliarden in diesem Fall unterstützt wurden, obwohl eigentlich schon relativ ersichtlich war, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Herr Görens. Danke, Julia. Ja, auf alle Fragen, die jetzt gestellt wurden. Fangen wir vielleicht mit der Frage von Julia an. Ja, Frontex bekommt viel Geld. Frontex hat auch eine wichtige Mission. Frontex ist eigentlich gedacht, um die Grenzen der Europäischen Union zu schützen. Eine Grenze hat eigentlich eine dreifache Funktion. Erstens soll sie die Grenzüberschreitungen ermöglichen, dort, wo sie Sinn machen, wo sie erlaubt sind. Zweitens soll sie ermöglichen, dass Menschen, die Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union haben, diese Grenze überschreiten können. Drittens hat Frontex auch eine sicherheitspolitische Komponente. Die Grenzen haben eine
sagen wir mal, eine Filterfunktion und man sollte die Menschen aufhalten, die für die Europäische Union oder für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine Gefahr darstellen. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass mit den Flüchtlingsströmen auch immer wieder Terroristen eingeschleust werden. Man kann den Mitgliedstaaten und Frontex nicht verbieten, hier aktiv zu sein und den Menschen Zugang zur Europäischen Union zu gewähren, die das auch verdienen und das aufgrund der internationalen Konventionen haben. Es gab Verfehlungen von Frontex, ich habe die eben erwähnt. Es gibt auch Mängel. Frontex könnte auch proaktiver sein in manchen Gebieten. Und das wird auch jetzt auch im Europäischen Parlament hinterfragt. Und dann kommt die Diskussion über die zur Verfügung stellen der Geldmittel im Haushaltsausschuss. Und da wird sehr genau geprüft, ob diese Mittel auch pertinent eingesetzt werden können. Nun zur Frage. Kommen wir auf die anderen Fragen gleich zurück, aber lassen wir Julia noch mal reagieren. Bist du mit der Antwort von Herrn Görens zufrieden oder hast du eine Rückfrage dazu? Eine Rückfrage hätte ich noch. Zum Beispiel gab es ja auch viele Anschuldigungen, dass Frontex eben mit den Booten auch, die von der EU finanziert wurden, Wellen erzeugt haben, um praktisch Flüchtlingsboote von den EU-Grenzen wegzudrängen oder eventuell auch zum Kentern zu bringen. Und es wurde natürlich gebracht, dass man keine möglichen Terroristen ins Land lassen will. Aber wenn da ein Flüchtlingsboot ist mit vielen Menschen drauf, kann man nicht einfach davon ausgehen, dass es sich dort überhaupt um Terroristen handelt. Und ich denke auch, dass so etwas nicht mit EU-Geldern unterstützt werden sollte. Herr Görens. Ich glaube nicht, dass man mit dem Hinwand auf mögliche Terroristen in einem Boot diesen Menschen insgesamt das Eintrittsrecht in die Europäische Union verweigern sollte. Das wird ja auf der Grenze geprüft. Dafür gibt es ja Kräfte, die dafür ausgebildet sind. Und ich glaube, das ist ja, das kann man ja auch ohne Diskussion hinnehmen, dass dieses Recht ausgeübt werden muss. Was die Rettung auf See anbelangt, das internationale Seerecht ist sehr klar und unzweideutig. Die Seerettung ist nicht eine Möglichkeit, ist eine Pflicht. Man muss, wenn man Kenntnis hat von einem Boot, das auf hoher See in Gefahr ist oder auch an der Küste, überall, muss man diesem zu Hilfe kommen. Es ist jedem untersagt, da wegzuschauen. Und wenn sollte das auf Frontex, sollten solche Verfehlungen auf Frontex zutreffen, müssten die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft gezogen werden. Das sage ich ohne Wenn und Aber. Vielleicht noch eine Rückfrage, auch weil Sie ein Experte für konstitutionelle Fragen sind. Wie kann es eigentlich sein, wenn man gegen Frontex vorgehen will, dass man nicht irgendwie ein Amtsgericht oder ein nationales Gericht dafür aufrufen kann, sondern man kann es nur vor dem Europäischen Gerichtshof tun, was ja die Hürde unglaublich hoch ansetzt, um da irgendwie was in Bewegung zu setzen. Kann sich da was ändern? Aber überhaupt sollten wir uns schon mal, ich möchte nicht sagen zufrieden geben, aber feststellen, dass wir eine Rechtsprechung haben. Und für europäische Agenturen ist wohl der Europäische Gerichtshof die Stelle, wo dies angemahnt werden muss. Und ich glaube nicht, dass wir es hier mit einer Verfehlung zu tun haben. Wichtig ist, dass man die Rechtsprechung auf der Ebene ansiedelt, wo sie auch hingehört. Und das scheint mir in diesem Fall der Europäische Gerichtshof zu sein. Deshalb habe ich damit eigentlich kein Problem. Okay. Ich sehe, dass Luisa Zielinski darauf reagieren will und auch Alexander Gauss. Ja, genau. Jetzt auch nochmal wegen Frontex, nicht direkt wegen den Pushbacks, sondern wegen den Anschuldigungen, dass sie sich mit Waffenlobbyisten getroffen haben und dass es nicht gemeldet wurde und was daraus jetzt die Konsequenzen sein werden und inwiefern verhindert werden soll, dass sowas in Zukunft nicht wieder passiert. Charles Görens darauf kurz und dann Alexander Gauss. Ja, solche Vorfälle, wenn sie eben nicht legitim oder nicht gesetzeskonform sind, müssen die auch angemahnt werden, angeprangert werden. Und sollte es zu Unterlassungen auf diesem Gebiet
Anlass gegeben haben, dann muss man das natürlich mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen, ohne Wenn und Aber. Alexander Gauss. Ja, ich möchte erstmal Danke sagen für Ihr klares Statement für die Seenotrettung. Das hört man nicht immer so klar wie von Ihnen aus dem EU-Parlament. Danke dafür. Dann noch ein kurzer Kommentar zu dem, was Sie mit den Terroristen gesagt haben. Ich halte es für ein sehr gefährliches Argument, gerade wenn man auch betrachtet, dass viele der Terroranschläge, die es in Europa gegeben hat, dass es Menschen waren, die die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes hatten und dort geboren sind. Also ich glaube, das ist oft ein Argument, was oft genutzt wird, was ich aber eher für ein bisschen ein rechtspopulistisches Argument hält. Zu Frontex. Also Frontex, also wie soll ich das formulieren? Also Frontex, das braucht mir irgendwie alles zu lange. Also da passieren Sachen und gerade beim Frontex ist klar, dass die EU, aber auch zum Beispiel Deutschland durch Frontex-Mandate eigentlich direkt reagieren könnte. Und da gibt es jetzt den Ausschuss, die Frau Dupont meinte, im Sommer gibt es den ersten Bericht, aber bis der Bericht kommt, passieren ja trotzdem noch Sachen, gibt es trotzdem noch Pushbacks, werden trotzdem Menschen misshandelt und sterben auch Menschen auf dem Mittelmeer. Und deswegen, ich verstehe, dass die EU komplex ist, aber ich finde, das ist was. Dann leiten wir da wieder an Herrn Görens über, weil das ist eine perfekte Überleitung auch zu der ersten Frage, die wir auf Slido hatten. Warum dauern diese Verfahren so lange, wenn man eigentlich am besten gestern oder vorgestern schon gehandelt haben sollte? Ist das eine Frage an mich? Ja. Weshalb dauert das so lange in Mitgliedstaaten? Die Justiz, die Mühlen der Justiz machen oft sehr, sehr langsam. Aber wichtig ist, dass überhaupt diese Fälle vor Gericht kommen. Aber ich möchte mich distanzieren von Ihrer Aussage, dass mein Argument, dass man auch die Ankunft von Menschen, die in die Europäische Union kommen, auf mögliche terroristische Backgrounds überprüfen sollte. Das ist kein rechtspopulistisches Argument. Das ist einfach eine sehr natürliche Sache. Die Menschen in der Europäischen Union haben ein Anrecht auf Sicherheit. Und wenn man das ohne Kontrolle durchließe, dann wäre das auch ein Verstoß gegen oder eine Missachtung der Rechte der europäischen Menschen. Man muss aber sich nicht als Rechtspopulist oder in die Gegend von Rechtspopulismus ansiedeln lassen, wenn man auf diese elementaren Wünsche hinweist. Und es gibt sehr wohl viele Terroristen, die in der Europäischen Union geboren wurden und die auch die europäische Bürgerschaft haben. Aber das entbindet uns nicht von der Pflicht, auf der ganzen Palette der Möglichkeiten, die wir haben, unsere Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mich nur kategorisch mit Händen und Füßen gegen solche Vorwürfe wehren. Ich habe mein ganzes Leben gegen Rechtspopulismus gewehrt und ich kann dies nicht hinnehmen. So, und jetzt haben wir eine Wortmeldung, also da hebt sich die Hand in der E2PW2-Back. Ich glaube, ihr wisst, dass ihr angesprochen werdet. Wir lassen euch mal reagieren. Ich wollte den Herrn, der zuletzt gesprochen hat, fragen, was ihn dazu motiviert, dass er in den Geflüchteten eher Terroristen sieht, als bei Leuten, die hier schon bei uns im Land sind oder auch die Staatsbürgerschaft haben. Was sie mehr zu Terroristen machen würde oder potenziellen Terroristen als Leute, die sowieso schon hier sind. Ich glaube, dass das jetzt nicht insinuiert wurde, aber lassen wir Herrn Görens darauf reagieren. Darf ich Jonathan bitte. Die Frage zu wiederholen? Ich habe die Akustik ist so schlecht, dass ich... Also die Frage war, dass Sie unterstellen, dass Flüchtlinge tendenziell eher Terroristen sind als inländische EU-Bürger. Habe ich diese Frage korrekt übersetzt? Vielleicht kann ich ein Handzeichen haben aus der Schulklasse oder heftiges Kopfschütteln, wenn dem nicht so der Fall sein sollte. Das nehme ich nicht so wahr. Also genau, also das war die Frage an Sie. Ja, ich lasse mir das nicht in den Mund legen. Ich habe nie gesagt, dass die Terroristen hauptsächlich in dieser Gruppe vorkommen, aber ich habe auf die Kontrollfunktion einer Grenze hingewiesen und es ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der Menschen, die für die Sicherheit der Bürger in der Europäischen Union zuständig sind,
Vergehen von Personen, die sich auf dem europäischen Territorium befinden, zu ahnden und auch vor Gericht zu bringen. Das ist der Rechtsstaat. Wenn man das nicht mehr praktiziert, stellt man sich gegen den Rechtsstaat. Ich verwehre mich gegen das Ausblenden dieser sicherheitspolitischen Frage. Wenn wir damit einverstanden wären, darüber hinwegzuschauen, dann würden wir wirklich Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen gießen. Und wir sollten nicht das Monopol der Sicherheit und der Verantwortung der Sicherheit, den Rechtsextremen überlassen. Herr Prewitz möchte darauf reagieren und dann sehe ich, dass es auch eine Wortmeldung gibt von der Schulklasse von Frau Nowakova. Aber Herr Prewitz, vielleicht als erstes. Ja, ich wollte nur noch mal die Wogen glätten. Ich glaube, es ging hauptsächlich darum, dass dieses Thema gesetzt wurde in einem Zusammenhang, wo es eigentlich um, ja, sage ich mal, Rechtsverletzungen von Seiten Frontex ging. Genau, ich würde Ihnen auf keinen Fall unterstellen, dass Sie rechtspopulistische Thesen setzen, sondern es ging einfach nur darum, wenn man in einem Nebensatz erwähnt und Flüchtlinge mit Terroristen in Verbindung bringt, ist das immer ein bisschen problematisch aus meiner Sicht. Ich würde aber gerne wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema, nämlich was Nein, das war nicht meine Aussage. Ich stelle Ihnen die Gegenfrage. Gehen Sie davon aus, dass man keine Kontrollen machen sollte, unter der Annahme, dass es darunter keine mögliche Terroristen sein könnte? Und haben Sie noch nie etwas von einer Unterwanderung von Flüchtlingsströmen durch terroristische Organisationen gehört? Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass das eigentlich nicht das Thema war, über das wir eigentlich reden wollten. Ich wollte nur erklären, was glaube ich, damit gemeint war und dass das hoffentlich jetzt gar nicht so die Streitfrage sein sollte, sondern vielmehr, was macht Frontex falsch? Und auch dort habe ich das Gefühl, wird immer wieder auf die Mitgliedstaaten verwiesen, aber Frontex kriegt ja EU-Gelder und hat da nicht das EU-Parlament zum Beispiel auch die Möglichkeit, direkt und schnell etwas dagegen zu tun, dass es da bessere Kontrollmechanismen gibt und schnellere Kontrollmechanismen? Da sind wir uns einig. Okay. Da sind wir uns einig. Sehr gut, okay. Dann sehe ich das, also bevor wir vielleicht das Wort an die Klasse von Frau Nowakova geben, weiß ich, dass Philipp nochmal eine Umfrage gestartet hat auf Slido. Philipp, vielleicht kannst du diese Umfrage kurz vorstellen, dann werden wir nämlich nach der Wortmeldung von der Klasse von Frau Nowakova darauf eingehen. Ja, also eine Frage auf Slido betraf ja auch noch den Verteilungsschlüssel, der ja nicht zur Realität wurde. Und wir haben da die Frage gestellt, inwiefern... Also wurde schon zur Realität, aber in einem sehr geringen Maße. Also wir unterhalten uns über Hunderte von Flüchtlingen. Ja, Klammer zu. Genau, die Frage war, ist es richtig, alle EU-Staaten zu einem Flüchtlingsverteilungsschlüssel zu verpflichten, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, eventuell anders zu helfen? Und hier sehen wir, dass momentan, ja, es ändert sich nur ein bisschen, aber sagen wir 75% sind dafür, dass man so auch jeden dazu verpflichten sollte und eher 25% sagen eher nein. Okay. Also spielen wir den Ball nochmal rüber in den Klassenraum von Frau Nowakova und dann greifen wir diese Umfrage auf und vielleicht könnt ihr euch darauf vorbereiten, liebe Schülerinnen und Schüler. Ich werde gleich einen aufrufen, der Ja angeklickt hat und einen, der Nein angeklickt hat. Und dann wäre ich auch sehr gespannt zu erfahren, was Charles Göhrens anklicken würde. Also, jetzt geht es in die Klasse von Frau Nowakova. Und zwar hatte ich 2 Fragen. Also, wobei, ich dachte, es sei eine Anmerkung zu dem, was gerade besprochen wurde, was Fragen am liebsten eigentlich auf Slido, aber okay, schieß los. Okay, alles klar. Also die erste Frage wäre, was meinte die vorherige Politikerin mit mehr Europa? Und die zweite Frage ist, welche Konsequenzen man welche Maßnahmen man dann gegen die Beamten macht, die dann jetzt die Flüchtlinge vergewaltigt und geschlagen und gefoltert haben. Okay, also ich würde vorschlagen, zu der ersten Frage von Frau Dupont ist leider nicht mehr bei uns, aber wir werden dann gleich vielleicht Herrn Göhrens noch die Möglichkeit geben, zu erklären, was es mit der Konferenz zur Zukunft von Europa auf sich hat und das kann dann vielleicht zu mehr Europa führen. Dann würden wir vielleicht diesen Umweg nehmen. Und dann das Zweite war, wie man eben diese
Misshandlungen an Grenzen, wie man die ahndet. Lassen wir, Herr Görens, gelingt es Ihnen kurz vielleicht auf diese Frage zu antworten? Auf die Frage der der Konferenz über die Zukunft der europäischen... Also jetzt erstmal die Frage, das wäre für mich vielleicht Ihr Abschlussstatement für gleich, aber jetzt die Frage, wie man diese Misshandlungen an den Grenzen, also jetzt nicht nur von Frontex, sondern auch von Grenzbeamten, wie man die ahndet. Also es geht um die Fälle von Vergewaltigungen an Grenzen. Ja, da gibt's notwendige Reaktionen auf zwei Ebenen. Auf der rechtlichen Ebene, man sollte das alles vor die Gerichte bringen, was nicht mit der europäischen Gesetzgebung und den nationalen Gesetzgebungen vereinbar ist. Und zweitens muss man auch eine politische Reaktion darauf haben. Es geht nicht darum, irgendwie mildernde Umstände gelten zu lassen, wenn ein Land, das überfordert ist mit Immigration, das freizusprechen von Verletzungen an Menschenrechten. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber der Kern der Frage ist, wie können wir, und das war ja auch die Frage über mehr Europa, was heißt mehr Europa? Mehr Europa heißt eigentlich, sich in der Europäischen Union auf Regelwerke zu einigen, die Möglichkeiten der Nationalstaaten, die meistens überfordert sind, zu bündeln, um dann auch zu einem Burden Sharing, zu einer Lastenverteilung zu kommen, die diesen Namen verdient. Ich möchte ein sehr kurzes Beispiel nehmen. Wir hatten 2016 1 Million Migranten in der Bundesrepublik. 1 Million im Verhältnis zur europäischen Bevölkerung war damals 0,2%. 0,2% der europäischen Bevölkerung. Hätten wir eine Lastenverteilung gehabt in der Europäischen Union, hätte die Bundesrepublik ungefähr 170.000 Menschen aufnehmen müssen und ein Land wie Polen immerhin noch rund 80.000 Menschen aufnehmen müssen. Aber Polen hat nichts getan, Ungarn hat nichts getan, die Slowakei nicht, die Tschechische Republik nicht. Von irgendeinem Moment an hat Wien auch abgewunken. Die Dänen haben Grenzen zugemacht. Wenn wir es nicht hinkommen, diese Lasten so zu verteilen, dass jeder seine Möglichkeiten einbringt, dann werden wir dieses Problem nie los. Und das ganze Klima in der Europäischen Union wird durch das Aufkommen von rechtsextremen Parteien vergiftet. Dessen bin ich mir sicher. Darf ich dann daraus schließen, dass diese Frage, die wir jetzt in Slido gestellt hatten, vielleicht können wir die nochmal einblenden, da hatte ich in Erinnerung, waren wir bei 75-25% ungefähr, ob man Mitgliedstaaten eben dazu verpflichten muss, diese Verteilungsquoten einzuhalten, auch ohne dass diese Mitgliedstaaten vielleicht die Möglichkeit hätten, sich anders in so Prozesse einzubringen. Sie würden diese Frage mit Ja anklicken. Ja, diese 75%. Also das waren jetzt die 75%, waren jetzt die Schülerinnen und Schüler, die da Ja gesagt haben. Wir haben 25. Vielleicht, wie gesagt, können wir die Frage auf Slido nochmal zeigen und haben 25% der Schüler haben Nein gesagt. So, genau richtig, 75, 25. Also die Frage war, ist es richtig, alle EU-Staaten zu einem Flüchtlingsverteilungsschlüssel zu verpflichten, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, eventuell anders zu helfen? Anders gefragt, kann man Solidarität erzwingen? Herr Görens, ja oder nein? Was würden Sie klicken? Ja, ich hätte gewünscht, das wären 100%. Ich bin absolut der Meinung, dass man diese Solidarität erzwingen muss, aus reiner Menschlichkeit und aus einem Pflichtgefühl, das leider sehr vielen abhandengekommen ist. Und ich sage, dass mit den 25% nicht abfinden kann, das sind pure Egoisten. Entweder lassen sie sich leiten von einem persönlichen Egoismus oder das ist der Ausdruck einer immer größer werdenden Irrationalität in der Europäischen Union. Also ich bin gespannt. Also ich hoffe, einer der 25% wird sich gleich zu Wort melden. Jetzt erstmal die Frage, ich habe von Herrn Schreiber die Mitteilung bekommen, dass wir 10 Minuten überziehen dürfen. Haben Sie noch 10 Minuten Zeit, Herr Görens? Ja. Wenn es der Sache dient, bin ich bereit, das zu tun, ja. Okay, wunderbar. Dann machen wir nochmal 10 Minuten. Daher die Frage jetzt in die Runde.
oder ihr könnt dann vielleicht einfach auf Zoom die Hand heben. Wer hat diese Frage mit Nein beantwortet? Und dann warum? Sehen wir da eine Hand, die sich hebt, wenn aus der Regie oder Philipp da was sieht und ich sehe es nicht, bitte intervenieren. Also 25% müssen ja ein paar Leute gewesen sein. Man kann das ja dann auch erklären, warum das so ist. Also bisher traut sich niemand. Bisher sehen wir keine Hand, die sich hebt. Also, dann fragen wir es andersrum. Wer hat Ja geklickt zu dieser Frage? Julia meldet sich. Ja, ich war eine der Personen, die Ja geklickt hat. Warum hast du Ja geklickt? Ich gehe davon aus, dass Asylrecht nach wie vor ein Menschenrecht ist und ich denke, es ist einfach nicht schaffbar, dass sich manche Länder aus der Verantwortung praktisch ziehen, während andere Länder komplett eigentlich über sich hinausgehen müssen und auch teilweise zu viele Flüchtlinge akzeptieren müssen. Und ich denke daher, dass zwar sollten wir die Flüchtlinge auch danach verteilen, wie viel ein Land auch schaffen kann. Zum Beispiel reiche Länder wie Deutschland sollten meiner Ansicht nach mehr Flüchtlinge zugeteilt bekommen. Aber ich denke, es ist nicht Courage oder Zivilcourage, dass sich manche Länder dort aus der Verantwortung ziehen. Ich sehe, wir haben eine Wortmeldung aus dem Klassensaal von Herrn Schreiber, glaube ich, oder? Auf jeden Fall, ich glaube, das Mikro heißt Florian. Ja. Genau, ja. Ich hatte mich für Nein gemeldet. Wer spricht gerade? Weil wir erkennen es gerade nicht. Vielleicht einfach die Hand heben, dass wir wissen. Okay. Ja, das sieht man nicht so gut. Ich hatte mich für Nein gemeldet bei der Frage, ob man die Staaten zur Solidarität zwingen kann. Ich würde diese Frage mit Nein beantworten, da es so gesehen die Souveränität der einzelnen Staaten untergraben würde und gleichzeitig einfach auch meiner Meinung nach verantwortungslos ist, da diese sich dann in anderen Fragen sehr wahrscheinlich querstellen würden und zudem, wenn sie die äquivalente Hilfe zum Beispiel vor Ort bereitstellen und dort halt Entwicklungshilfe auch wirklich aktiv leisten, gibt es die Frage, ob diese Staaten dann nochmal zusätzlich etwa die Last noch aufgedrückt bekommen könnten. Ja, das ist ein super Argument. Kannst du uns vielleicht nur deinen Namen noch sagen? Markus Bergmann. Okay, Markus Bergmann. Also vielen Dank, Markus. Herr Göhrens, vielleicht können wir auf dieses Argument von Markus eingehen. Ich finde es nämlich interessant. Also wie wäre es, wenn manche Länder wie diese Visegrad-Staaten, also Visegrad, Ungarn, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollen. Wenn man es einfach bittet, zu sagen, okay, ihr nehmt keine Flüchtlinge auf, aber daher müsst ihr euch entwicklungspolitisch eben stärker engagieren und da einen finanziellen Aufwand aufbringen, der vergleichbar ist mit dem, den die anderen Staaten eben inländisch mit Flüchtlingen aufbringen. Habe ich da irgendwie dein Argument, Markus, richtig zusammengefasst? Markus nickt, wunderbar, Charles Göhrens. Ich bin gespannt, was Sie, Markus, zu antworten haben. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, aber die Entwicklungspolitik, so wie sie in den Visegrad-Staaten gemacht wird, die bewegt sich auf der untersten finanziellen Beitragsebene. Die sind so ungefähr zwischen 0,1 und 0,3% angesiedelt. Wir wissen aber, dass die Europäische Union sich vor Jahrzehnten schon dafür entschieden hat, wenigstens 0,7% des Bruttoinlandsprodukts der Entwicklungszusammenarbeit zu widmen. Bisher hat noch nichts mich davon abgebracht, diese Solidarität, die wir soeben angesprochen haben, zu erzwingen. Nochmals, wenn 0,2% Flüchtlinge im Verhältnis zur europäischen Gesamtbevölkerung in die Europäische Union hineinkommen, dann sollte man das auf nationaler Ebene deklinieren und auch auf lokaler Ebene. Nochmals, das wären für die Bundesrepublik 170.000 Menschen. Für mein Land Luxemburg, das wären ungefähr 1.300. Und wenn man das jetzt lokal dekliniert, ich komme aus einem Dorf, das zählt 2000 Seelen.
Das 0,2% von 2000, das wären 4 Menschen. 4 Menschen, ein Vater, eine Mutter und 2 Kinder. Die Kinder würden am 1. September in die Schule gehen und zu Weihnachten könnten die schon Luxemburgisch sprechen und hätten auch schon Ansätze von Französisch- und Deutschkenntnissen. Die könnten schon die Sprachenbarrieren bei ihren Eltern überwinden. Und das wäre kein Problem, auch wenigstens einer der Elternteile in den Arbeitsprozess einzubringen. Ich finde kein Argument, was eigentlich gegen dieses geht. Wenn ein Land damit überfordert werde, finanziell, sollte man dem Land über die europäische Solidarität Gelder zukommen lassen, aber das Land nicht von der Pflicht zu entbinden, wenigstens einen Teil, wenigstens 0,2% der Flüchtlinge aufzunehmen. Ich weiß, dass ich damit isoliert bin. Ich bin auch vielleicht einer der letzten Idioten, der das noch im Europäischen Parlament fordert, zusammen mit anderen. Aber ich gehe nicht davon ab, wenn ich die Alternativen sehe, wie unsere politische Landschaft den Bach runtergeht, wie Verhältnisse in einzelnen Mitgliedsländern sich verschlechtern, wo der Rechtsstaat mittlerweile ein Maulkorb von der Regierung aufgezwungen bekommt. Das kann ich nicht hinnehmen. Die Alternativen sind in ihren Folgen so schrecklich, dass eigentlich meines Erachtens es keine echte Alternative zu einem gerechten Burden Sharing gibt. Ich sehe, dass dazu noch 2 Schülerinnen das Wort ergreifen wollen. Vielleicht noch kurze Anmerkung dazu, weil es betrifft die Visegrad-Staaten, zu denen Polen ja auch gehört. Da weiß ich, dass der Bürgermeister von Danzig zum Beispiel sich bereit erklärt hat, auch Flüchtlinge aufzunehmen und das tatsächlich auch von der also von der nationalen Regierung verhindert wird. Also da gibt es tatsächlich auch diese lokalen Bestrebungen, die national unterbunden werden. Elias Gärtner sehe ich und Felicia. Elias zuerst und Felicia und dann, wenn es geht, mit kurzen Anmerkungen und dann Schlusswort von Herrn Göring. Ja, also meine Frage wäre, inwiefern denn, wenn sich ein Land weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, die Bedingungen im Land, wenn man das Land dazu zwingt, besser oder erstrebenswerter sind, wenn es von vornherein sagt, dass es keine Flüchtlinge aufnehmen will. Okay, nehmen wir so auf. Vielen Dank. Und Felicia. Okay, also eigentlich wollte ich mich zu diesem vorigen Punkt noch äußern, was Julia gesagt hat. Ginge das noch? Das heißt? Also, uns läuft die Zeit weg, also versuch's ganz kurz zu fassen. Okay, also nur zu dieser Frage, zu der eben Frage, finde ich einfach, dass man hierbei, dass diese Frage mit anderen Mitteln helfen, dass dieser fragwürdig ist. Denn Leute können sagen, okay, wir helfen, indem wir spenden. Und dann sind diese Spenden so klein, dass sie eigentlich gar nicht helfen. Und dabei würden Mitgliedstaaten sich einfach dieser Verantwortung entziehen, dem Flüchtlingen zu helfen und einfach sagen, ja, wir helfen in irgendeiner gewissen Weise. Und das gibt denen einfach die Chance, dass sie sich dieser Verantwortung entziehen. Ja, was sie ja nicht tun, Herr Görens ist ja gerade darauf auch eingegangen, dass es vielleicht eine andere eine Debattengrundlage wäre, wenn jetzt diese osteuropäischen Staaten Vorreiter wären, was auch entwicklungspolitische Budgets betrifft, was definitiv nicht der Fall ist. Herr Görens, ich lasse Sie jetzt auf diese Frage von, jetzt habe ich den Namen vergessen, war die Vorgängerin von Felicia. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen. Die Frage war, was war nochmal die Frage? Jetzt bin ich ja raus. Philipp, kannst du mir helfen? Ja, ich glaube, die Frage war, ob es wünschenswert ist, genau. eben die Solidarität zu erzwingen, wenn dann vielleicht die Bedingungen vor Ort dann auch nicht so toll sind. War das die Frage von Felicia? Genau. Ja, das war die Frage von Felicia, glaube ich. Luisa, ich sehe, du hattest auch nochmal eine Frage, aber die meisten Fragen wollen wir über Slido nehmen und wir wollen auch verschiedenen Schülerinnen und Schülern das Wort erteilen. Also das heißt, eine Frage können wir jetzt nicht mehr dran nehmen, Herr Görens. Also kann man Staaten verpflichten, die vielleicht schlecht auch mit Flüchtlingen umgehen würden, wenn sie aufnehmen würden? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es keine glaubwürdige Alternative
erzwungenen Solidaritätspflicht gibt. Was gibt es eigentlich als Gegenargument zum Prinzip, die Last gerecht zu verteilen und daher auch die Last erträglicher zu machen für jedermann? Es gibt dazu keine Alternative. Es sei denn, man lässt immer wieder staatsfeindliche Bewegungen, wie das zum Beispiel in der Bundesrepublik der Fall ist, aber in sehr vielen europäischen Ländern. Man treibt denen den Wind in die Segel. Ich kann damit eigentlich nicht leben. Und was mich noch viel mehr stört, es wurde ja versucht, einen Teil der Flüchtlinge unter die verschiedenen Mitgliedstaaten zu verteilen, unter Jean Asselborn. Er hatte auch eine Mehrheitsentscheidung herbeigeführt, aber Polen und Ungarn haben sich über das europäische Recht weggesetzt und sind dem nicht gefolgt. Wir sind also in einer sehr ernsten, bedrohlichen Lage. Entweder wir kapitulieren oder wir kämpfen weiter. Wir kämpfen weiter dafür, dass wir es mit einer gerechten Lastenverteilung zu tun haben und das umso mehr die Europäische Union über den Wiederbelebungsplan der Wirtschaft für die nächsten 7 Jahre 750 Milliarden mehr Geld zur Verfügung stellt. Es gibt keine mildernde Umstände, um sich dieser Lastenverteilung zu entziehen. Ich bin da sehr formell und solange ich lebe, werde ich dafür kämpfen, dass dieses Prinzip durchkommt. Ich weiß, dass ich sehr minoritär bin, das ist für mich kein Grund zur Aufgabe. So, also an dieser Stelle würde ich weiß, dass wir schon maximal überziehen. Ich möchte Ihnen dennoch, weil wir auch viele Jugendliche dabei haben und es geht, wenn wir über die Zukunft von Europa sprechen, dann betrifft es vor allem die Jugendlichen. Sie sind Vizevorsitzender des Ausschusses für konstitutionelle Angelegenheiten, sind also einer der Hauptakteure bei der Zukunftskonferenz. Worum geht es da und wie können Sie da die Schülerinnen und Schüler aus Luxemburg, aus Deutschland motivieren, sich da zu beteiligen? Das vielleicht als Ihr Schlussstatement. Ja, es gibt eine digitale Plattform, auf der können alle europäischen Bürger sich anmelden und da ihre Vorschläge, ihre Suggestionen niederschreiben und dies wird dann Eingang finden in die spätere Synthese, die von einer Plenarversammlung gemacht wird. Es gibt auch parallel dazu thematische Plattformen, 6 an der Zahl. Und nach einem Jahr sollte man dann Bilanz ziehen und dann sehen, was man tun muss, um die Europäische Union handlungsfähiger zu machen. Da gibt es 2 Möglichkeiten, entweder über Vertragsänderung oder über eine effizientere Implementierung der bestehenden Verträge. Beides ist möglich, man sollte nichts ausschließen. Ich bin der Meinung, man sollte ergebnisoffen in diese Verhandlungen hineingehen. Das Parlament ist sehr motiviert. Dasselbe kann man nicht behaupten von allen Regierungen, die alles versucht haben, um diesen Prozess schwerfällig zu machen. Aber ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir in dieser schwierigen Lage, wo wir endlich wieder etwas aufatmen können, wo auch die Amerikaner wieder einen neuen Präsidenten haben, der auch aufgeschlossener ist gegenüber multilateralen Vereinbarungen, dass wir jetzt als Europa unserer Rolle gerecht werden und das Optimum erreichen, wenn es um Handlungsfähigkeit geht innerhalb der Europäischen Union. Und dann ein letztes Wort, Europa muss auch weltpolitikfähig werden. Wir haben so viel dem Rest der Welt anzubieten. Wir sollten uns auch da stringenter organisieren, damit auch unsere Potentialitäten voll zur Entfaltung kommen. Also es geht bei Ihren Statements sehr oft um mehr Europa. Das ist ein Begriff, der sehr oft jetzt gefallen ist. Daher auch die Aufforderung an die Jugendlichen, die teilgenommen haben, sich da auch in diesem Prozess zu beteiligen, wo sich die EU auch verpflichtet, eben auf diese Eingaben einzugehen. Das wird spannend zu verfolgen, was daraus wird. Ein dickes Dankeschön erstens auch für die Geduld und dass wir überziehen durften an Herrn Göhrens und vor allem auch an die Schulen, die drangeblieben sind. Also danke für diesen interessanten Austausch. Sorry, dass wir nicht jede Wortmeldung haben aufnehmen können. So ist es bei diesem Austausch. Wir geben unser Bestes. Bis zum nächsten Mal und
ja, bleibt alle aktiv und vor allem aktuell auch gesund. Jonathan, Ja? können wir vielleicht wieder sagen, dass wir die Fragen mit mehr als 20 Likes noch schriftlich beantworten werden? Ich glaube, das ist absolut zu schaffen. Es wäre nicht alles für Herrn Görens. Die meisten Fragen, glaube ich, könnten wir auch selbst beantworten. Aber dann versuchen wir das zu tun. Okay, an dieser Stelle vielen Dank. Super. Und wie gesagt, bleibt politisch aktiv, bringt euch ein und bleibt vor allem gesund. Danke.